Ja, stirb endlich. Schau der Twirmer von unten da. Oder von oben oder von alle Seiten. Von mir aus auch von drinnen. Aber können wir ja nicht mehr gegen Quere. Ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da noch was finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Wailstone. Ja, sagt man's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Es darf erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts hinterhergibt. Mein Gott, hey. Machen wir es echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so auf der Zeit. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was St. Gisner verstanden hat. Nein, ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, leg mich. Geh ja nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut. Das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht. Da die wackelt mit der... Wer wollte vorher Tipf sagen? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen. Freunde der Sonne. Ich hab meine Hände da. Ich halte da einen Controller. Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Noch wo. Ja, das wird nicht funktionieren. In Assassin's Creed. Glaube ich. Ja, das ist ein super Versteck. Weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo es mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Alle tragen Kostüme. Wie? So, und die Frage, ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich hab jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Game Freak, was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? The fuck? What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit! Dieses... Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fixen einmal. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das... Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Weil wenn du Hogwarts Legacy kaufst, dann bist du automatisch Innenarchitekt. Aha, die kennen wir ja. War ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt zweifelhaft da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Holt sein Bittchen zurück. Sag mal, was ist das? 02? Oh, leck, Alter, bist du behindert. Ja, ist mir wurscht. Scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ah ja, der wäre perfekt. Freunde der Sonne, so versteckt man im Jahr 2023 in Assassin's Creed Brotherhood Leichen. Ja? Die ist quasi unsichtbar.
Die kann nicht entdeckt werden. Da. Er macht einen Stage-Diver. Das ist perfekt. Das war natürlich geplant, gell? Das ist aber hoffentlich klar. Das ist aber hoffentlich klar, dass das geplant war. Oh Mann. 2 Pokémon. Es ist nicht dein Ernst. Du verarschst mich doch gerade. Ah, wieder in die Leck. Heilige Scheiße. Was zur... Oh, leck mich am Arsch. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Okay, ich glaube, nach dem heiligen Stream werde ich einen Cooldown von. Einen Cooldown einmal dezent aufgetan. Das wird. Ich glaube, die Puppe hat er ziehen lassen. Er ist auch ein Trompetenkäfer draufgestiegen. Wenn jetzt so die Wache nicht stand, Bulli. Ich dachte, deine Gitarre so ins Gesicht einhauen, dass 3 Bar Schutz zum Bremsen braucht. Das darfst du auch nicht mehr. So, was nochmal? Geplant ist heute noch eine Kellererweiterung, seitlich noch ein Raum mehr und eventuell noch ein extra Stauraum. Hau halt ab jetzt! Wenn ich meinen Chat lese. Geht doch. Guten Morgen. Da kannst du nicht einmal 5 Minuten zusammenreißen in der Öffentlichkeit, ha? Sag einmal. Du stell dir vor, du lässt den da drin vornehmen, dann ist aber... Ne, dann kracht's. Das war ganz gewaltig. Batze in Geht da was? Elefantentanga und Nippelsternen. Let's go sich vor Lachen auf dem Boden Was? wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem... Also, ihr sollt nicht die Viewer eher einen Kopf bumsen mit deinen... Also, du sollst... Ist im Bereich des Möglichen, dass du ein wenig behindert bist? Ja? Guten Morgen beieinander. Mit ihre Panzerknocker. Zemkro sind auch schon am Start. Der Mr. Werb ist schon am Start. Grüß euch. Und der Dampf, wer ist behindert? Was? Aber der von uns keiner. Keine Sorge. Guten Morgen beieinander. Wie geht's euch? Alles fit bei euch? Ausgeschlafen. Wie schaut's aus? Hat's gut durch die Nacht gekommen und schön im Feiertag angekommen. Feiertag ist immer etwas Schönes. Feiertag ist wirklich immer etwas Schönes. Auch wenn ich halt massiv auf Sonntag bin, aber ja. Keine Ahnung. Besser daheim als wie in der Arbeit. Nein, jetzt muss ich auf. Jetzt Salat. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Pinkton aus Tirol. Aber der ist auch, hey, guten Morgen. Er macht schon wieder Gaudi oder hergeht's früh. Gut, dass du sagst, gleich mal einen Wecker einschalten für mich. Ja, ich muss mir keinen Wecker stellen, ich hab morgen Spätschicht, aber ja, ich verstehe. Meine Mama sagt immer, ich bin besonders. Ja, jeder von uns ist auf irgendeine Art und Weise besonders. Ne? Gott sei Dank. Ich war zwar noch nicht so ganz herausgefunden, was an mir besonders ist, aber mein Gress vielleicht, keine Ahnung. Ja, mehr Gaudi Nola Herrgottsfrieder und Ola Heiding. Sehr gut, habe ich die Lucke. Mike 30 plus Bürgermeister von vorne.
Ja, wir haben ein paar Hintertupfen, wir haben ein paar Bürgermeister jetzt seit neuestem in unserer Community. Alle, die wo Birgit, alle, die wo Star Citizen spielen oder wie heißt City Skylines. Wir kommen jetzt auf Star Citizen, keine Ahnung, fragt mich nicht. Die haben jetzt allerdings Bürgermeister. Bin nicht verrückt, ich hab mich testen lassen. Das ist die Frage, unter welchen Bedingungen ist der Test durchgeführt worden und was genau war das für ein Test? Wie geht's euch? Ist alles fit bei Ink? Ich hoffe doch. Ja, ich hätte mir jetzt heute vorgenommen, dass wir ein wenig eine größere Session machen. Also was heißt größere Session? Heißt für mich jetzt in dem Fall 4 Stunden. Du hast den Test gemacht? Frag meine Lehrer. Alles easy beim sein, ja? Okay, gut. Wenn der Mike das sagt, dann muss das passen. Ja, dann hat das Hand und Fuß. Dann muss das Hand und Fuß haben. Sei, hast du da mehr Glück gehabt. Ja? Hast den richtigen Professor an Land gezogen. Der Typ hinterm Bahnhof mit der Spritzen und weißen Pulver war kein Facharzt. Zumindest nicht den Facharzt, den wir alle, ne? Den, wo wir eigentlich normalerweise aufsuchen daten, wenn wir mal irgendwo nicht ganz so rund laufen. Wobei, ich muss echt sagen, für das, dass in meinem Umfeld ungefähr in jedem der bräselt, was Grippe angeht, bin ich eigentlich relativ glücklich drüber, dass mir scheinbar die Grippeviren aus dem Weg gehen. Ich weiß nicht, fürchten sie sich, weil ich so groß bin oder bin ich einfach zu Kreisel? Ich weiß es auch nicht. Ich will einfach, ist eh gut so, ich will mich nicht beschweren, ich will aber einfach auch nicht krank. Gell? Jeder um mich herum fällt um wie der Tod, die fliegen, aber bei mir... Mir geht's langsam auf den Sack, ich will wieder trainieren gehen. Ja, ich darf auch gern wieder trainieren, aber mit der Baustelle momentan, ich komme einfach nicht dazu. Ich hab das jetzt so gehandhabt, ich werde das dezent auf Nacht die Baustelle verschieben, weil ich war jetzt 4 oder 5 Wochen wirklich voll dran, da wo wir Luft gehabt haben von der Baustelle her. Und sobald es wieder aufgeht, kannst du es halt vergessen. Misma 115 Winke Winke 19 Monat beim Bazzi, der zu groß für die Grip ist, kleiner als 3. Misma Winke Winke. Der ist geil. Ja, vielen lieben Dank für dein Resub im 19. Monat. Ja, keine Ahnung, das ist meine einzige Definition, die ich habe, warum ich nicht krank werde. Aber vielen lieben Dank für dein langer Support und ich hoffe, dir geht's gut. Vielen Dank. Weiterhin willkommen natürlich. Der Stream war gestern sehr, sehr, sehr zauberhaft auf der Baustelle mit anzuhören. Mein Papa hat dann irgendwann einmal so gefragt, was ist denn das? Was hast du da für ein Radio drin? Sag ich, Papa, das ist Twitch. Was ist denn Twitch? Ja, das ist so eine Plattform im Internet. Ja, und was tun die Leute da? Ja, spulen. So. Er ist junger, habt sein Zeug beieinander, hat er gesagt. war cool. Das ist halt so die krasse Schiene. Weißt du schon, so zwischen... Ja, die Leute so zwischen 20 und 30 so im Schnitt in der Regel und dann hast du einen im Raum, der einfach 67 ist und mit dem halt absolut überhaupt keine Berührung nicht hat. Und Andi habe ich der grüß Gott. Was stehen die Leute? Genau, was stehen die Leute da? Die Grippe hat Angst, seifiziert zu werden. Ja, das kann natürlich auch ein Grund sein, ja, dass die Grippe denkt, oh, nein, das ist mir zu krass. Da steckt er mir nur an, ich halte mich fern von dem Typen. Kann durchaus möglich sein. Mein Papa und ziehst du da aus? Nein, Papa, das ist OnlyFans. Was ist denn das schon wieder? Man kennt es halt einfach. Jetzt letztens mit meiner Mama so eine kleine Diskussion oder ein Gespräch geführt. Hat sie mich so gefragt, da mit dem Status da in WhatsApp, wie geht denn das? Ich sage, ja, du drückst auf Status. Ja, und dann? Ja, dann machst du ein Foto. Ja, und wie geht das dann? Ja, sage ich, du drückst auf Status, machst ein Foto und dann sendest das. Ja, und wann sage ich das dann da? Ja, sage ich, du kannst es 24 Stunden dann anschauen. Ja, das mag ich ja nicht, ich mag auch, dass man es nur kurz sagt. Ja, das musst du dann einstellen. So ein Krampf, dann lass ich es lieber gleich bleiben. Das ist einfach witzig so, weißt du, wenn es einfach so
wenn einfach zwei Welten voll aufeinander prasseln. So mir die Jungen, die wo mit dem komplett einfach aufgewachsen sind, die wo, keine Ahnung, sich so gefühlt schon bei aller Technik schon selber helfen können und dann triffst du halt einfach wirklich jemanden aus der Vorgänger oder aus die zwei Vorgängergenerationen, die wo halt absolut kein Gefühl nicht dafür haben. Das ist, ich finde sowas schön auch irgendwo, weißt du, da kann man ja nicht einmal besser, weil sie, was, die Kinder, das ist das gleiche andersrum. Ich muss halt dann, jetzt oute mich halt wieder, ne, jetzt wenn ich dann irgendwie was koche, was für den einen oder anderen von euch eine gemade Wiese ist, der Dampfe wird jetzt dann denken, Alter, wie nutzlos ist denn der Bazi eigentlich, aber wenn es dann darum geht, dass man im Sommer einen Wurstsalat macht und ich krieg den jetzt wieder, frage ich Mama, wie machst du das? Ist dasselbe in Gräer, nur halt andersrum. Papa, warum stellst du solche Fragen? Ja, genau, so ungefähr. Ein paar Leute reden viel Blödsinn auf Twitch. Ja, herzlichen Glückwunsch, hier sitzt einer davon. Ich weiß nicht, ob es da schon aufgefallen ist, aber hier sitzt einer davon. Und hier sitze ich, wie ich zum 10. Mal meinem Pa erkläre, wie er das eingescannte Foto in sein Mail reinbringt. Ja, genau. Genau, das ist dasselbe in Gräer. Das ist einfach, das sind immer dieselben Themen. Ja, wie hast du das jetzt gemacht, dass du das Foto da in die E-Mail reinbringst? Das ist dasselbe in Grün. Da gibt es etliche Situationen, die du da so schildern kannst. Aber es ist schön. Vor allem, da kommt man sich dann selber auch mal ein bisschen hilfreich vor, weil dann kann man denen auch mal was beibringen. So. Oder wenn der Papa wieder fragt, hey, mein iPad hat ein Update gehabt, sage ich, ja. Ja, kann ich das schon machen, aber passiert mir da nichts, sage ich, was sollte denn passieren? Maximal, dass der Tablet danach nicht mehr geht, das kann da halt bei Windows einmal passieren. Ja, wie, darf ich jetzt kein Windows-Update mehr machen? Sage ich, doch, das ist jetzt, da kommt dann der innere Streamer wieder in mir durch, weißt du schon? Aber, ja, es ist einfach amüsant. Es ist einfach immer wieder amüsant, wenn sie eine Situationen einfach mal so random irgendwann zwischendrin in irgendeiner Situation auftauchen, wo du eigentlich überhaupt nicht rechnest damit. Sabi, guten Morgen. Wie geht's dir? Mein Laptop ist so langsam. Ja, dann kauft er ein neues. Ja, genau. Dann kauft er halt ein neuer. Alles Bestes, danke und selber. Das freut mich. Bei mir passt auch alles. Dankeschön. Wir werden heute ungefähr bis um 2 live sein. Ich gehe mit der Frau Bazi noch zum Pferd, weil Frau Bazi wird nächste Woche etwas schwerer operiert. Keine Sorge, keine lebensnotwendige Operation, ist eine Fuß-OP. Die wird sich aber ein bisschen ziehen. Und jetzt habe ich halt nochmal quasi Pferdeschulung, wenn man so will, weil ich darf mich dann ab und zu um dieses Pferd kümmern, was Fudern und Putzen und so weiter angeht. Und wenn ich nicht unbedingt ein Hufeisen in meiner Legend haben möchte, dann sollte ich halt doch ein bisschen wissen, wie das ein bisschen abläuft. Ne? Von daher werden wir halt ungefähr bis 14 Uhr live sein. Wir werden halt 4 Stunden feinsten gefallenen Lord-Content genießen. Also ich weiß nicht, ob er fein ist, aber ich sag's eigentlich nur mal vorsichtshalber. Und dann wird es für heute, glaube ich, passen. Musst du auch longieren lernen? Ja. Ich muss longieren lernen, ich muss spazieren gehen können, ich muss nicht reiten können. Ne? Da habe ich zu ihr gesagt, das kannst du vergessen, weil das lerne ich erstens mal auf die Zeit sowieso nicht und zweitens einmal bin ich für das Pferd sowieso sauber schwer. Aber so spazieren gehen, das tut ganz ohne Probleme mittlerweile mit mir. Aber ja, es gehört halt ein bisschen mehr dazu. Eltern und Technik, BFF never. Das hast jetzt du gesagt. Wann Pferdestream? Wahrscheinlich nie. Wahrscheinlich nie, weil Frau Bazi jetzt mit dabei ist. Alles Gute für Frau Bazi, danke, werde ich ausrichten. Aber keine Sorge, es ist jetzt nichts da, wo man sagt, um Gottes Willen. Also, die OP an und für sich, die wo sie da hat, die ist, ne? Die ist schon ein wenig größer, aber es ist jetzt nicht, dass man sagt, oh Gott, wenn das schief geht, stirbt. So, auf die Art, so ist es nicht. Es wird auch wieder. Longe, Pferd und Longierpeitschen bilden ein Dreieck. Wichtig. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das muss ich Frau Bazi. Da frage ich noch, Frau Bazi, ob deine Aussage richtig ist, Mr. Price. Ja, OP ist OP, egal wie und was ist ein Eingriff. Ja, das stimmt, tatsächlich. Du hast recht. Aber alles wird gut. Gut, Freunde, ich würde vorschlagen, wir schauen mal in Lords of the Fallen rein. Ich habe gestern nur meine Waffen auf plus 7 gemacht. Ich habe keine Level-Ups nicht gemacht, also sprich die ganzen Seelen und Kraft, was ich da gekriegt habe, habe ich für Inventarzeugs benutzt.
weil ich nicht unnötig überlevelt sein will, weil sonst wird das Spiel doch irgendwann wahrscheinlich einmal wenig einfach. Ich habe nur lediglich, mir ist was aufgefallen, und zwar, dass du bei den menschlichen Gegner Aufwertungsmaterialien gedroppt kriegst. Und wir haben ja letztes Mal im Stream ja auch Routen gefunden, da wo halt ein Haufen so menschliche Gegner rumrennen. Und ich habe jetzt quasi die Glückspfoten einmal quasi probiert, wie die funktioniert. Also, dass quasi dein Item-Drop-Luck erhöht wird. Und ich habe da einmal, quasi, ich habe da so lange gefarmt, das war glaube ich eine halbe oder dreiviertel Stunde, es rentiert sich von der Zeit her eigentlich nicht. Und habe meine Waffen um eine Stufen weiterentwickelt. Aber sonst habe ich gestern nichts gemacht. Ich bin ja gestern ehrlich gesagt nicht wirklich dazugekommen. Abgesehen davon. Genau, wir haben vorgestern. Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Am Montag haben wir ein neues Gebiet entdeckt. Das steht ziemlich massivst in Flammen. Da werden wir halt weiterschauen. Wir haben außerdem letztes Mal noch einen Schlüssel gekriegt, der wo uns scheinbar in irgendeine Bergregion führen kann. Muss ich mal schauen. Ich habe so eine Vermutung, wo wir den Schlüssel benutzen können. Das werden wir uns aber alles heute in Ruhe mal anschauen. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine oder andere Boss wieder daherkommt, der wo mir aus die Latschen hauen möchte. Da haben wir letztes Mal auch den einen oder anderen gehabt. Und ja, schauen wir einfach mal, wie es weitergeht, und dann werden wir schon sehen. Fragt's mal meine Eltern, ich habe so eine komische Nachricht gekriegt mit Update erforderlich und mein WhatsApp geht nicht auf, was soll ich da? Ja, wahrscheinlich das Update machen dann. Ja, also wie gesagt, das sind Szene-Situationen gibt es einfach zuhauf. Ich freue mich immer wieder, wenn da nochmal so eine Situation ist. Tatsächlich. Steam macht ein Update. Ist das gut? Mag ich das, dass Steam vor dem Stream jetzt ein Update macht? Ich glaube, das ist nicht gut. Ja gut, lieber Steam wie OBS. Abgesehen davon. Na, ich mag keine Valve-Hardware-Umfrage machen, verpiss dich. Als ob. So. Ich spiele, wenn nicht dabei so lange dauern, bis es sich aufmacht. So rein einen Pro-Gamer-Move machen und dann einfach mal das Spiel schon aufmachen, bevor dass ich OBS überhaupt starte. So. Passt. Sehr gut. Im Gegensatz zu Windows haben Steam-Updates stabil. Okay, wenn der Dampfer das sagt, dann glaube ich ihm das. Wir haben gerade einen Katzenmilchzahn gefunden. Geh nur Runden spazieren, bis später. Danke Birgit für den Lurk und viel Spaß beim Spazierengehen. Und Ripsi, guten Morgen, grüß dich Gott. Ja, einen schönen guten Morgen. So, schauen wir mal. Genau, oh ja, genau, stimmt, hab ich auch vergessen. Zum Sommer haben wir am Montag eine fancy Rüstung gefunden. Eine fancy Rüstung gefunden, die ziemlich tanky ist. Ich hab mich farblich ein bisschen angepasst. Ne? Wie gesagt, der Helm, der gefällt mir halt einfach immer noch. Das ist der Helm von unserem Boss gewesen. Hab ich. Na gut, das schaut ein bisschen aus wie so ein Clownskostüm unterhalb, aber die hat halt geile Stats. Und den Mantel habe ich auch ein wenig entsprechend eingefärbt. Also kann man glaube ich schon lassen. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Genau, da ist jetzt bei Waffen, die ist jetzt mittlerweile auf +7. Ich habe eine neue Rune gefunden, die wo die Waffenskalierung verbessert. Die ist gedroppt, einfach random von einem Gegner. Die habe ich am eingebaut. Wir haben jetzt eine B-Skalierung auf unserer Waffen. Das ist schon ziemlich gut. Genau, und ansonsten, was habe ich sonst noch gemacht? Genau, von den ganzen Seelen, die ich da gekriegt habe ich unter anderem, ja, so Hasenfüße gekauft. Glückspfoten heißen sie in dem Spiel. Und ein paar so höherwertige Salze, damit wir unsere Waffen entsprechend verzaubern können. Genau, ansonsten haben wir nichts gemacht. Genau, das will ich sagen. Schauen wir im Depot weiter. Also hier, Depot von Unterkalrad. Beim Überrest von Sebastian. Highlander, habe ich die Ehre, schöner Feiertag einhole. Danke, den wünsche ich dir auch. Macht eine gemütliche Zeit, auf jeden Fall. Gibt's was Schöneres, als sich am Feiertag sich mit Versicherungsdokumente auseinanderzusetzen? Ah. Da hast du aber heute eine Drucker Aufgabe gesucht. So, jetzt passt's auf, ich muss mich mal da ein bisschen orientieren. Von da haben wir gekommen, da wird's dann weitergehen, vermute ich mal.
liegt auf alle Fälle schon mal ein Loot. Ah, Moment mal, it's a trap, right? Oh, nicht. Himmlische Fiole. Aha. Was auch immer das ist. Da haben wir einen Loot. Karte von Unterkalrad. Okay. Zerschlagungssalze, okay. Ah ja. Infernale Zauberin. Ja, perfekt. Jetzt die hat dann die blöde sauren Parasiten. Und ich glaube, ich habe das sogar so. Au. Nimmt das noch mehr einer? Dann hat's noch mal irgendwo einen. Ich hab 3 Parasiten, ist das der Ernst? Weil ich brauche einfach schon 3 Heilungen, nur damit ich ihre scheiß Parasiten wegbringe. Der ist da hinter mir irgendwo. Die hat noch mal einen. Alter, wie viele Parasiten hatten die Braut? Ja, herzlichen Glückwunsch. Alter, wer mies ist denn das? Die hat einfach 5 Parasiten. Ja gut, aber okay, aber dafür hält sie fast nichts aus. Die hat 5 Parasiten, die Alt. Ich hab gerade unter Vollmacht das Datum schon schaffen können. Fuck, es ist November. Ungültig. Sind das Dimitrescus? Ist scheinbar. Okay. Ja, okay, der Boss ist nicht schwer, weil er nichts aushält. Der Boss fuckt einfach nur ab, weil die Braut einfach 5 Parasiten hat. Das ist alles. Da war es eigentlich, glaube ich, gescheitert, direkt im Reich der Toten zum Kämpfer. Gut, aber wenn man es weiß. Nein, geh mir nicht auf den Sack, ehrlich.
Ach, du hast eh keinen mehr. Ah ja, dann. Okay, easy. Ja, okay. Wie gesagt, durch das, dass die halt einfach unter 0 aushält. Ja, jetzt haben wir aber auf alle Fälle ein bisschen Loot gekriegt. Helm des Heiligen Bollwerks, der ist nicht. Nutze des Verderbens ist dann. Hä? Haben wir da jetzt nicht gerade? Haben wir von der jetzt nicht gerade einen Helm gekriegt? Ah da! Helm der Invenanz Verzauberung. Ja, okay. Okay. Irgendeine Waffen haben wir noch gekriegt, meine. Pflegel der infernalen Zauberin. Ist dieser Angriffswaffen oder was? Tatsächlich. Okay. Ja, passt. Easy. Gut, da setze ich jetzt keinen Setzling nicht her, weil da vorne ja eh die Laterne ist. Magmaring. Der Zero, merci dir für deine 2 Monate und. Für deine 2 Monate wahrscheinlich, ja genau. Für deine 2 Jahre. Habe ich dir, grüß dich Gott, danke dir. Weiterhin willkommen. Der nächste, der wo 2 Jahre vorher hat. Heilige Scheiße, das ist schon 2 Jahre. Bist du bescheuert, die Zeit vergeht. Danke dir! Wie geht's dir? Alles fit bei dir? Jetzt pass auf, warte mal. Wir haben jetzt einen Magmaring gefunden. Was wir raten, der erhöht Feuerresistenz oder irgendwie sowas. Ein Ring mit einer ewig flüssigen Perle aus Magma erhöht den Widerstand gegen Entzünden. Ja, okay, fast. Zwei Jahre Bazi gehen, kannst du dir das vorstellen? Oh, hi. Die sollten ja eigentlich einmal einen kühlen Kopf bewahren. Lebt mir Musch. Der war nicht schlecht. Pflegel der Feuerkultisten. Nicer Alert. Ja, ich hab ein bisschen. Kann von dieser Seite nicht geöffnet werden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Für 2 Jahre hab ich mal wieder ein wenig an längern gebastelt. Aber schön auseingeführt. Nein, aber dennoch hat man da. Ja, muss man jetzt Gedanken machen oder soll ich da Gedanken machen? Ich weiß nicht. So. Ja, okay, as always, weiß ich nicht, wo wir hin müssen, werden wir herausfinden. Da ist auf alle Fälle die, wo wir dann von der anderen Seite auch machen können. Okay. Da kommen wir aus dem Reich der Toten aus. Toasterkelch, merci für dein Following, habe ich dir. Vorne sind ja gern da. Das ist die Hauptsache. Das ist mit absoluter Sicherheit das Wichtigste. Hauptsache es macht den Spaß und es hat's gern da. Und habt einen schönen Aufenthalt. Alles andere ist Bonus. Wir schauen uns nicht, dass wir da irgendwas übersehen. Aha, da geht's runter. Ist da ein NPC hinten? Tatsächlich. Ah, du bist kein NPC, du bist einfach ein Gegner. Warum der, wo ich da herum sitzt?
Lass mich mal schauen. Ah lol, die Leute habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, wir haben jetzt wir haben unseren Shortcut geholt. Ah. Ja gut, okay, aber uns der Shortcut effektiv bringt uns ja eigentlich nicht so viel, weil auf dem Weg da durch ich sowieso kaum Gegner haben. Man ist nice to know oder nice to have. Aber sonst. Ja, nehmen wir einfach mal so mit. Ja, da schaut's her, da haben sie Schaschlik gegrillt. Seht ihr das? Die wollten eigentlich, jetzt weiß ich auch, warum es da brennt, die wollten da einfach eine Mordstrom Grillparty veranstalten und dann hat aber einer Gasflaschen nicht zugetraut und dann ist halt leider das ganze Dorf verbrennt. Blöd. Oh nein, schon wieder sehen. Das war halt auch irgendwie klar, dass die zu zweit sind, oder? Ja. Da ist ein Zaun. Und das schaut so aus, wie wenn man da irgendwie durch kann. War nicht. Okay. Meine Lampen vibriert. Ah, weil man da wieder aus dem Rechter tun kann. Okay. Solange es die Lampe und nicht die Laden ist. Oh je, da ist wieder ein Sehner. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ah ja, perfekt. Gut, dass wir mir viel Schaden machen. So, gleich mal raus aus dem rechten Toten. Hätte ich vorher vielleicht noch aufwerten sollen? Das war wahrscheinlich nicht unschlau gewesen. Oh, hi. So, lass mich mal schauen. Ah, warte mal. Bestimmt reicht der Toten, oder? Man schon fast denkt, und wenn wir dann da oben gehen, können wir wahrscheinlich von der anderen Seite die Tür aufmachen. Okay, das merken wir uns einmal. Giftmesser. Habe die Ehre, grüß dich. Unterwegs. Dann fahren Sie vorsichtig. So näher Granaten oder was tatsächlich?
Arschloch! Wieder. Aber ich sehe wieder... Ah, weil die wieder zu dritt haben. Ah, die Scheiße ins Reich der Toten ziehen, das ist fies. Das ist mir jetzt schon 3 oder 4 Mal passiert. Du schaust dir einfach nur in Ruhe um und dann steht da irgendwo so ein grindiges Mistviech umeinander, das wurde dann einfach eingezeugt. Aber okay. Hoppala. Der Weg da auf an und für sich war jetzt nicht so beschwerlich. Wir waren da oben und wenn wir da oben... Warte mal. Was jetzt schaut man, dass wir da vielleicht... Ne? Wenn wir da vielleicht umgehen können. Du passt nicht? Ich bist quasi mit der Fußmaschine unterwegs. Aber trotzdem steht, dass du einer schaust. Häng nicht mal drauf. Da. Ah, da ist dann wieder der Feuerheini da. Oder? Kommt der Name? Nein, der kommt immer. Jo, doch, kommt schon noch. Was bitte? Gut, die Feuerdinger machen richtig viel Schaden, gell? Da muss man schon ein wenig aufpassen. Schaut's aus, wie wir rein kannten. Gut. Ah, da hinten haben wir geschaut, passt. Okay, alles gut. Gut, dann schaue ich mit meiner Laterne nicht mehr umeinander, wenn ich da gerade wieder ins Reich der Toten... Achso, ich werde wahrscheinlich ins Reich der Toten müssen, sonst komme ich da gar nicht weiter. Okay, ja gut. Das ist natürlich... Das ist dann natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Okay, aber jetzt da, aber weil da rennen bestimmt wieder die ganzen Zombies umeinander rennen. Also die, nicht die Zombies, die Sensenmänner. Okay. Wo geht's nicht weiter? Ah, weil man sie da... Ah, weil man sie da oben fallen lassen muss. Glaube ich. Ja, freilich.
Okay, da waren jetzt ein wenig Feuer auf den Haufen. Denk nicht mehr drauf. Okay. Okay, das ist aber auch geschert, dass du genau nicht durchkommst. Jetzt schaut man, da springt mir jetzt was hoch. Okay. Okay, da hinten läuft wieder so Kultist umeinander. Seitdem ich da jetzt in letzter Zeit so oft die Viecher, Bogen des Überläufers, die Viecher da angreifen, wenn ich Loot schnappen möchte, bin ich da aber ganz vorsichtig. Bei dir kann man da durch tatsächlich? Nein. Schlüssel des sonnenlosen, was? Strangs benötigt, okay. Schlüssel des sonnenlosen Strangs. Ja, perfekt, wo soll jetzt so ein Schlüssel herzaubern? Wenn ich da oben gehe, stirbe ich dann. Da ist dann wieder das Reich der Toten dort. Unnöten Schatz einmal, oder? Ja, okay. Schlüssel des sonnenlosen Strangs, ja. Sehr gut, den hab ich nicht. Jetzt einfach geschert. Schauen, ob es da noch was gibt. Schaut aber jetzt nicht so aus. Ja, da werden wir rum müssen. Oder auch nicht. Oder ist es Sensenmann? Hey, warum kann ich den jetzt nicht, warum kann ich das da jetzt nicht anvisieren? Aber ich da oben muss, oder was? Achso, okay, ja gut. Ah! Mei, wer möchte denn den da unten? Ich mach das haben. Ah, jetzt macht das schon ein wenig mehr Sinn da. Okay, aber was habe ich davon, wenn ich da oben gehe? Da müssen wir uns auf alle Fälle noch umschauen da unten. Aber jetzt will ich erst mal schauen, dass wir irgendwo einen Ort finden, wo wir rosten können. Eat the child. Nice. Ja, das Hauptsächlich geht sauber aus, macht das 3. Ah, da geht's zu einer, okay. Ja, alles sauber kämen wir da, was ist mit euch? Könnt ihr nicht mehr auf ein Haus aufpassen? Ja, war klar, dass du lebendig bist, oder? Irgendwo, da komme ich da aus dem Reich der Toten raus. Oh, da ist ein NPC. Hello, Vampy.
A nice man with Ach, a das ist little der Zwerg. mustache told me he saw the baddies taking Melchior towards the castle, and this was how to get there. And look, I found a helmet. The head that were in it fell right out and it fit perfect. That's a good sign, that is. Melchior said Mornstead were going to be the answer to all our problems. I don't know what problems we had, but Melchior knows best. Yes, he does. He'll sort everything out when I find him. Blimey, ain't half warm round here, though. The inserts and the fools are getting sleepy. Isn't that right, pal? Ah ja. See? Unreife Bären übergeben. Ooh, right at the spot. I feel like I could run a million billion miles. No monster better get in me way or it'll be for them. Look out, baddies. Melchior, here I come. Look out, baddies. Okay. Ja, den haben wir letztes Mal schon getroffen. Okay, er sagt mir jetzt, ich kann da irgendwo... Meine Lampen schluckt da aus, aber ich sag nicht wo. Ach, da oben! Da ist eine Laterne, das ist gut für uns. Aber warum kann ich jetzt den nicht? Jetzt. Lydia der betäubten Hexe. Das ist gut, dann können wir mal ruhen. Und dann können wir uns vor allem auch da unten einmal umschauen. Der Zwischenpunkt ist nice. Den nehmen wir so mit. Jetzt werten wir auf alle Fälle mal auf. Holy shit, wir haben 13.000 Seelen. Dann 2 Aufstiege. Geht's mir auch gleich besser, wenn wir so einen Zwischenstep haben, wo wir speichern können. Das ist gut für uns. Da ist auf alle Fälle eine Leiter, die führt ganz nach unten. Geht jetzt mir nicht davon aus, dass da irgendwas ist. Karte der Slums von Kalrad, okay. Ist jetzt er da weg? Nein, er ist noch da. Look out, baddies. Ja, der sagt ja nichts anderes. Alles klar. Wieder umschauen. Ärmlicher Hut, Gewand, Wickel und Beinkleid. Okay, wir haben eine Rüstung gefunden. Jetzt wahrscheinlich keine herausragende nicht, aber... Das ist schon gehört da hinter mir. Ah, ich glaube, ich weiß, wo man da rauskommt, aber... Mal von der anderen Seite anschauen. Ach, da ist auch noch einer. Ja, okay, das macht einiges einfacher. Wenn du auch ein Leiter ist, das ist natürlich dann gut für uns. Oder so Uffi. Die Richtung, da waren 2 Wuffis. Da haben 3 Wuff. Nein, das ist kein Wuffi. Der hat einen Parasiten, der Idiot. Müssen wir schauen, wo du den hast. Ah, der zeckt ihn hinter sich her. Achso, und da warten wir innen runterkommen wahrscheinlich, okay. Oh, da ist eine Erinnerung. Elian, you can't just run off like this.
You had everyone at the orphanage worried sick. I know it's not easy. It can be a frightening place at times, so I want to give you something very special I've had since I was a little girl. When I used to get scared, I'd hold it very, very tightly, and that's when it would reveal its magic to me. And I'd know there was no need to be afraid. So the next time you get scared, I want you to be a brave girl and do the same thing. Understand? There's nothing to be afraid of, Eliane. I promise. Okay. Seltsamer Stein. Okay. Oh, da ist wieder unser NPC-Freund. I'd heard things in Mornstead were bad, but this... Centuries of madness and slaughter. Atrocity upon atrocity committed by man and Rogar alike. If all this really resulted from the presence of the rune, then... Mein Gott, was... Du hast Sendepause! Ist das noch mehr einer, oder was? Du hast dabei gut. Whatever boons it might offer, don't forget that lamp is a burden. But it's your burden, so bear it. Never turn to someone else to carry it for you. Haben wir nicht vor. Whatever boons it, but it's your burden. Never turn to someone. Ich glaube, dass der da nur relevant wird, weil der ist uns jetzt schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. So, du lernst morgen, jetzt heißt es durchhalten, bis fertig sind. Sehr gut, Wifi. Ja, okay, aber ich muss jetzt erst einmal schauen. Kann ich mich da oben droppen lassen, oder? Ja. Aber. Das war jetzt eher nicht so gut. Mei, hau ihn ab, du behinderter Zombie. Krach, okay. Herakles, danke dir für dein Following. Habitäre. Alles fit bei dir. Da mach ich's einmal nicht. Da mache ich es ein einziges Mal nicht. Und dann krieg ich instant Karma in die Fresse. Ja, okay, jetzt herzlichen Glückwunsch. Das hast du top hingebracht. Sehr gut. Sehr gut. Da mache ich einmal nicht diesen Lampenmove, weil ich gutes Vertrauen habe und dann werde ich wieder eines Besseren belehrt. Habe ich schon wieder was gelernt. Ja, und in Zukunft, okay, ab jetzt, in Zukunft, wenn ich irgendwas aufglaub, mache ich immer den Lampenmove vorher. Immer. Egal wo, egal wann, merken wir jetzt. Das passiert mir nicht nur einmal. So. Hä? Aber das war doch da, oder nicht? Okay, lol. Dunkler Eid. Okay, das ist eine neue Farbe. Oder war das da dahinter? Ah, das war da dahinter. Da schaust du her. Dummes Mistviech. Verzauberte Pfote und Überrestmotte. Okay. Danke für den Lurk, Sabi. Viel Spaß weiterhin. So, jetzt mag ich da erstmal meine Seelen wieder haben.
Ich meine, das waren zwar nicht fein, aber besser ist nichts, ne? Ja, der da hinten, der kann man runterwerfen, das interessiert mich jetzt weniger. Okay. Hat er rufen lassen? Grobe Mangelaxt. Okay. Ist schon noch, ich finde das cool, weil die Gebiete an und für sich haben eigentlich eher mehr linear gestreckt, aber du kannst die in dieser vorgegebenen Strecke, wo du mehr oder weniger laufen musst, doch ganz schön gut umschauen. Das finde ich schon geil. Bogen der Infanterie der Verderben. Okay. Ah, und da meine ich, können wir jetzt den Shortcut aufmachen, oder? Das ist dann dort. Ja, der triggert halt jetzt eher. Ist auch klar, aber gut, das macht nichts. Genau, das ist die Tiere, wo wir vorher nicht aufgebracht haben. Da haben wir wieder bei Leveldesign, Freunde der Sonne. Leveldesign, beste. So, geht's da auch noch oben? Achso, nein, weil da hinten ist der Bossraum, wo wir ja vorher waren, ne? Ist auch klar. Aber gut, dann können wir da aufschauen. Vermute jetzt mal. Man, wir werden da hinten weiter müssen, wo wir vorher die Laterne aktiviert haben, das ist auch klar. Ah, da ist wieder ein Sechener. Ist gescheiter, wenn du stirbst. Die Viecher da, die erinnert mich irgendwie brutal an Ghost Rider. Die, wo so ein, der mit dem Hodenschädel, ne? Der Brenner die. Ja. Okay, da müsste man von der anderen Seite kommen. Oder komme ich jetzt nicht hin, weil das muss man dann obertreten. Da werden wir später wahrscheinlich hin müssen. Okay, ja, dann gehen wir zurück. Dann haben wir da dabei alles hier, oder? Oh, was ist da? Ja, na gut, dann stieft und stachselt man wieder rauf. Halt, da liegt noch was. Kommen wir da rein? Du kommst irgendwie rein. Ah. Standard-Deralium-Klumpen, das ist gut für uns, weil den brauchen wir zum Aufwerten für unsere Waffen. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, 6 Stück. Du gibst jetzt einmal deinen Frieden. Deiner Scheißerei da in einer da. Ja gut, dann gehen wir auf alle Fälle mal komplett auf zu. Okay. Dann haben wir da dabei alles. Gut, gut. Mal rosten. Charakter aufwerten.
Ja, aber das Ding ist, wir haben jetzt auf alle Fälle schon relativ gut Tanky und wir machen auch wirklich guten Schaden momentan. Also so an und für sich können wir uns von den Stats her eigentlich gerade nicht beschweren. Das passt eigentlich soweit. Lediglich Gegner haben die wo uns ein bisschen nerven können. So, aber die Frage ist jetzt, wo geht's weiter? Das ist jetzt die Frage, weil von da sehe ich jetzt gerade nichts. Jetzt passt's auf. Jetzt wird umschauen, da außen geht's nicht, da um geht's auch nicht. Müssen wir da entlang? Ja, stimmt, da müssen wir da entlang, weil da geht's dann unten durch so ein Gitter durch. Genau, weil die da waren wir gerade, da außerhalb, dann geht's da hinten weiter. Behaupte jetzt einfach mal. Okay, nice, Minen. Mit dem habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Ist irgendein Schleier davor? Sitz. Okay, da hinten zu wird es weitergehen, vermute ich mal. Schauen wir mal da rauf. Zu zerstören, für alle Fälle. Mei. Ja, perfekt. Ah, doch nicht Zähne auf einmal. Ja, okay, herzlichen Glückwunsch. Perfekt. Kinder, genau deswegen kann ich Lords of the Fallen für Souls-like-Anfänger nicht empfehlen, weil da vor mir so viele Gegner daherkommen. Schuppenbrecher. Hä? Ja, wie kann ich denn nur so? Shadow, vedere! So. Streicht das Game von ihrer Liste. Ja, also wie gesagt, aktuell, also Lords of the Fallen ist ein super geiles Spiel, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Also ich hab Spaß dran als Souls-Liker, aber als Anfänger, für der wo ins Souls-Genre einsteigen möchte, kann ich es wirklich momentan nicht empfehlen. Es ist, die Gebiete haben schon teilweise richtig Abfuck. Also wirklich richtig Abfuck. Okay, aber wie können wir jetzt wieder retour? Mit umspringen oder was? Haut er niemals hin.
Ja, wobei, kann gehen. Ja, die gerade, offensichtlich. Wie geht's dann da weiter? Ja, sauber, wie kommen wir jetzt da zurück? Okay. Ein Prof habe ich, der richtig gut. Ja, perfekt. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie da wieder zurückkommen soll. Ah ja. Ich will jetzt erst einmal schauen. Ich muss mich jetzt erst mal orientieren, wo bin ich hier überhaupt? Ich hörte Super Seducer ist ein super Spiel. Oh Gott. Ja, wenn du deine Hirnzellen verschmoren möchtest, dann auf jeden Fall. Ah, da ist ein Leute, das ist schon mal gut für uns. Ah, okay, und da können wir. Okay, das ist die Leute im Haus. Perfekt. Den nehmen wir jetzt mal danken, das war. Und ich heil mir mal. Da heilen wir uns einmal. Das heißt heilen. Ich roste mal, vorsichtshalber. Okay. Prof, ist fit bei dir. Ja, okay. Jetzt brauche ich zumindest bei den Minen nicht mehr runtergehen. Das war auch richtig geschert. Wenn man sich bei dem Spiel die Gehirnzellen verbrennt, könnte ich vielleicht so meinen Platz finden. So kannst du das auch sehen. Prof, so kannst du das natürlich auch betrachten. So, jetzt lasst es mir in Ruhe schauen. Immer. Ich muss jetzt da erst einmal ein wenig orientieren, was jetzt der Phase ist. Mei, das kleine Mistviech bei der Höhe. So. Von da unten haben wir vorher rausgekommen, da war man fast verreckt, weil da ein Haufen Minen haben. Das heißt, da kann man da jetzt einmal. Da kann man da jetzt einmal schauen, was da unten los ist. Weil allzu viel zum Verlieren haben wir ja nicht. Und wir können es jetzt einfach mal ganz der Fight machen. Stiche von hinten. Und von vorn. Ja, da kommst du nicht her. Haha. Weil wir alle drin hat. Wir machen noch bestimmt einmal eine kleine Unterbrechung. Ach komm jetzt, hey, der scheiß Balken. Doch. Was bringt denn der eigentlich? Ein dunkler, glatter Stein, ja. Herzlichen Glückwunsch. Was sagt man das jetzt? Aha. Aha. Als ob ich es nicht geahnt hätte, dass ihr zwei da steht. Ist der Stein auch glatt und feucht? Ja, offensichtlich.
Offensichtlich ist ja das, Mr. Seijing. Wächter, wieder Tinktur? Okay. Oh, hi. Mal ein Morgen ohne Schmerzmittel, demnach gut soweit und selbst das freut mich, Prof. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Aufenthalt und ich hoffe, ich kann ein bisschen für Unterhaltung sorgen. Oh. Okay. Es gibt halt Gefühl an jeder Ecke irgendwas zum Finden und zum Sehen. Alter, der überlebt sogar einen Crit. Ah, da haben wir vorher aufgeschaut, ja genau. Da haben wir ja vorher aufgeschaut. Okay, da haben wir rausgekommen, da hinten geht's nicht weiter. Ja, da müssen wir Dome schauen. Da müssen wir im Dome schauen. Irgendwer stopft da. Oh, ist dieser Boss-Areal da unten? Ist dieser Boss-Areal da unten, ist die Frage. Ja gut, das werden wir jetzt rausfinden. Wow, leck, was ist denn das da hin? Ach, das ist wieder so ein Vernichter, den haben wir... Das war letztes Mal ein Boss. Ja, so, aber ist das jetzt ein normaler Gegner, oder was willst du verarschen? Tatsächlich, das ist ein normaler Gegner jetzt. Ah ja, perfekt, nice. Ja, haben wir da wieder Endgegner? Wo kommt der Hund jetzt her? Wow. Nein! Da leck mich am Arsch jetzt mit. Das Gebiet ist jetzt einfach Bossareal. Und so wie das einschaut, spawnt das Mistviech auch ständig, wenn man stirbt. Da hinten kommt man auch irgendwie dann her. Okay, müssen wir so schauen, das hilft ja nicht. Da hinten liegt aber Loot. Was eigentlich nicht typisch ist für Bossareal. Feuerschutz. Ja, okay, der nächste Boss hat offensichtlich irgendwas mit Feuer zu tun. Oh Wunder. Hätte jetzt. Ich meinte, das nächste ist der Schneeboss. Wenn du mich fragst.
Oh, da können wir einen Setzling machen. Das ist gut für uns. Das ziehen wir in Erwägung. Das ziehen wir in Erwägung, da einen Setzling zu machen. Definitiv. Dann haben wir auf alle Fälle einen Zwischenpunkt. Ja, natürlich spawnt der da unten wieder. Kommen aus dem Reich der Toten raus, okay. Da ist eine Lorte, die ist aber schon unten. Also jetzt haben wir auf der anderen Seite. Okay, ja, verstehe schon. Verstehe schon, wo die Phase ist. Schauen wir erst einmal. Eins nach dem anderen. Da hinten ist ein Setzling, das ist gut für uns. Da haben wir Loot. Standard Deraliumklumpen, das ist auch gut für uns. Und sonst gibt es da nichts. Ja. Da kann man auch einen Setzling rein, aber das bringt uns aber jetzt nichts. Das heißt, wir tun noch ganz normal da weiter. Warte mal, wie viel haben wir denn von denen jetzt? Die teuren. Content-Aufwertungsmaterialien. Ach, da haben sie. Da haben wir Standard. Achso, nein, das sind. Braucht man von den Stufen her. Also quasi, das ist jetzt das ganz kleine, das ist klar. Dann von den mittleren braucht man 6 Stück. Da haben wir. Okay, jedes eigentlich doch, das sind die. Aber gut. Müssen wir noch sowieso mal in Kathedrale zurückschauen. Vielleicht gibt es da schon mal irgendwas Neues oder so. Geht der Lord da auf im Reich der Toten? Okay. Mag ich jetzt wissen. Mag ich jetzt wissen, sag ich so irgendwie ist es. So, wer redet jetzt damit, dass du noch ein Wort daherkommt? Standard. Okay, warte mal. Gibt's da sonst noch was? Der Romat? Nicht. Nein. Dann schauen wir, was da hinten geht. Da hinten ist auf alle Fälle ein Lord, da habe ich schon gesehen. Gehen wir jetzt da. Ah, perfekt, die kann man da oben durch. Ja, easy. Ja, dann hat sich ja das zumindest schon mal rentiert. Okay, da können wir aus dem Reich der Toten raus. Das ist gut. Ah, das ist dann der Innenhof. Okay, jetzt ist der Hund getriggert. Das ist gut für uns. Der kann ruhig kommen. Und jetzt... Hey, what the fuck?
Achso, das war sie. Ja, die Kultisten haben ganz ekelhafte Gegner. Habe ich schon gemerkt. Generell die Gegner, die wo ihr muss mit Feuer können, die sind sehr dezent umflauschen. So, da oben haben wir entlang gegangen und da wird es entlang. Da werden wir entlang kommen, wenn wir nicht da werden. Okay. Denk nicht mehr drauf. Okay, wo haben wir die Leute aber lassen? Da hinten. Okay, gut. Da ist Loot. Geschmackloser Schild. So, von da hinten haben wir ausgesucht. Ah, da geht's noch durch, ich meine, ha? Ah, siehst du es da. Gezackter Stab. Bazi, hast du Thymesia schon mal gespielt? Nein, Thymesia habe ich noch nicht gespielt, aber schon gesehen. Ist aber jetzt nicht so mein Fall. Tatsächlich, obwohl es ein Souls-like ist, aber Thymesia war jetzt so vom Anschau her nicht so meins. Aber ich kenne das Spiel tatsächlich, ja. Ja, da ist wieder, ja, perfekt. Da ist wieder der Captain Ghost Rider. Jetzt pass auf, ich möchte mal was testen, wenn ich jetzt, warte mal, habe ich nicht irgendwo heilige Salze? Da, heilige Salze. Das möchte ich jetzt mal probieren, ob der auf Heiligschaden anfällig ist. Was das jetzt bald mal? Ja, ich weiß jetzt, er kriegt irgendwie nicht mehr oder nicht, ich weiß nicht, ob er mehr oder weniger Damage gekriegt hat, keine Ahnung. Aha, da geht's durch. Boah, leck, ist das Gebiet verzweigt, bist du bescheuert? Da haben Motten, also jetzt am besten nicht ins Reich der Toten schauen. Schauen wir mal, vielleicht kann man da oben zufälligerweise einen Zwischenstep machen. Schwacher Kraftschädel, okay. Durch die Lungen. Alter, wo geht's denn da nah überall hin? Das ist ja gestört. Irgendwo reagiert mein Lampen. Der Glocken auf jeden Fall. Ja, okay, und jetzt? Wo geht's auf jeden Fall nicht weiter? Außer da braucht man das Reich der Toten. Das kann natürlich auch möglich sein. Moment einmal. Na, gar kein Unterschied.
Gut, das muss noch für irgendwas gut sein, weil du kannst ja da nicht einfach umsonst tun. Das war ja direkt, fürs Licht. Jetzt noch mal da irgendwo ein Setzling machen können, das war schon geil. Sag oder wie es ist. Mei. So, ha. Ja, das war so klar. Ja, das war jetzt klar. Das war halt jetzt auch dumm, da ich da nicht gleich geschaut habe. Vernünftig. Okay. Ja, perfekt. Oh, da geht's durch. Ah ja, easy. Machen wir das gleich einmal so. Von wegen. So, das ist auf alle Fälle eine Truhe, das ist gut für uns. Lava-Ausbruch, okay, das ist irgendeine also quasi irgendeine Magie. Spiel für einen Stream Devil May Cry. Ja, können wir machen. Auf jeden Fall, aber es müsst ihr noch ein bisschen Zeit lassen. Also der Prof hat einen Wunsch geopfert. Und deins machen wir natürlich auch. Kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, wann. Aber machen wir es auf jeden Fall. So, jetzt schauen wir da unten, was durch die Tür durchgegangen ist, was wir da sehen können. Devil May Cry tatsächlich noch nie gespielt, muss ich ehrlich sagen. Habe ich aber tatsächlich schon mal auf dem Schirm gehabt. Okay, schauen wir da mal rüber. Ah, das ist jetzt bitter. Das ist jetzt bitter. Ich hab den Setzling da oben völlig umsonst gesetzt. Wir haben ja da einen Shortcut zu unserer eigentlichen Laterne. Und jetzt können wir dann jederzeit da... Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen bitter. Aber gut, muss drüber fallen, das hilft ja nicht. Ich war mir halt nicht sicher, ob ich jetzt da oben gehen soll, weil ich nicht gewusst habe, ob wir da nicht noch irgendwo reinrennen, da wo ich mich nicht reinrennen möchte. Aber okay, dann ist für mich jetzt auf jeden Fall der Fall klar, dass wir mehr aufhören müssen. Soll er selber entscheiden? Gibt's mittlerweile alle für den PC. Okay, ja, ich schau mal so. Also wenn, dann hätte ich gesagt, fahren wir beim ersten an, oder? Gibt's da irgendwie an die Leute, die wo sie mit Devil May Cry auskennen, gibt's da irgendwie Remakes oder was, die wir uns anschauen sollten, oder? Ich glaube, die originalen 3 gibt's als Pack für einen 10er. Okay. Na, machen wir, ist überhaupt kein Thema. So. Ja, perfekt.
So, ich hab da vorher zufälligerweise aus dem Reich der Toten gesehen, dass da irgendwo ein Lord da aufgeht. Da herum, meine, oder? Ja, da herum ist es immer drin. Jetzt sagen wir erst einmal die 200. Wenn's schlau nur an der Ober zum Kämmer. Gut, wenn's ihr nicht kämpft, kommen wir ich. Achse Schwarzwälder Waldläufer. Okay, so Startwaffen. So irgendwas. Ja, genau. Ja, wow, da kannst du im Reich der Toten. Achso, da musst du im Reich der Toten aufgehen. Okay. Hey, sie. Wie Birgit? Wie was? Hallo. Oh, da hinten kommen wir aus dem Reich der Toten aus. Das ist gut für uns. Vermute mal, da hinten Zug geht's dann weiter. Ja, danke dir, du blöde Sau dahinter. Wieder mal. Dumme Mistsau! Boah, leck, Alter, das ist voll richtig anstrengend auf Dauer, gell? Retro Habideri. Alles fit bei dir. Steht, dass du wieder reinschaust. Kannst du sterben? Arschgeburt aus der Hölle? So, ich bin dann dabei einmal weg, sind gleich beim Friedhof. Alles klar, bei mir. Danke dir, dass du trotzdem einer geschaut hast. Okay. Ja, jetzt habe ich natürlich auch keinen Setzling nicht mehr, gell? Das ist halt jetzt bitter. Das ist jetzt richtig bitter. Jetzt habe ich keinen Setzling mehr und ich Boah, leck, ja natürlich. Jetzt kommt da ein Riesenboss und ich hab keinen Setzling mehr. Und ich bin im Reich der Toten. Das ist gelaufen wie ein Länderspiel jetzt. Bei dir ist es fit, das freut mich zum Herrn. Bei mir auch, aber das Gebiet ist anstrengend. Und ich glaube, dass jetzt ein riesiger Mainboss kommt. Ja, okay. What the fuck? Hi. Verschmähter Nachkomme. Da kann man nicht umsonst treffen.
Alles klar. Warte, wie machen wir dem fast überhaupt nicht Schaden? Alles klar. Okay. Ey, was ist denn das für ein Vogelscheich? Ja, das wird unsere nächste Aufgabe da jetzt in dem Spiel. Das wird unsere nächste Aufgabe. Herzlichen Glückwunsch. Ja, warte mal, da war aber der andere Weg. Läuft's eigentlich schon flüssiger? Ja. Ja. Also ich spiele ja am PC tatsächlich, aber ich hab generell noch nicht wirklich Performance-Probleme gehabt mit dem Spiel. Aber also mittlerweile kann ich echt gar nichts sagen. Also wirklich nicht. Also wenn ein Spiel nicht läuft. Warum ist da oben eigentlich Lupen? Warum komme ich da oben nicht hin? Wenn das Spiel nicht laufen, dann darf ich sagen. Also ich kann momentan wirklich nicht gelangen. Muss ich wirklich sagen. Das ist ekelhafte Fleischspatzen, ja. Das ist sehr ekelhafte Fleischspatzen. Ja, wie gesagt, das mit dem Setzling ist halt ultra bitter. Achso, okay, dann war es da doch nicht schneller gegangen, ja, okay. Vor allem der Weg dahin ist halt jetzt auch nicht ohne, gell? Ja. Da bleibt uns eh nichts anderes über, als wir da mal durchrennen. Wie weit castet denn die? Das ist ja Wahnsinn. Muss mir jetzt erst einmal anschauen, was überhaupt seine Mission ist. Was müssen wir vor allem... Okay, der hat natürlich eine Range über die ganze Map, ist logisch. Ah, seht ihr selbst schon entdeckt. Verstehst schon. Seht ihr den Fuß, der wo da leicht und seine Arme, das ist seine Schwachstelle. Da kriegt er deutlich mehr Schaden. Und der Hüften auch. Deswegen muss man da aufrennen. Aha, weil der die ganze Map voll kotzt mit Lava. Oh, jetzt steht er. Den habe ich nicht kommen sehen. Den habe ich auch nicht kommen sehen. Ah, und die kann man, wenn er beim dritten Mal zurückzieht, kann man die angreifen.
Hä? Was ist jetzt? Er macht der Genki Dama, ja, perfekt. Das war dumm. Ich muss schnell kurz warten, bis ich mir ein bisschen Quick halt habe. So ähnliches Prinzip wie bei Fatalis. Easy. Alter, war das ein hässliches Viech. Bist du komplett irre? Ja, da gleich habe ich hinter Mauer schnell. Ja, ich hab's relativ schnell durchschaut, was da geboten ist. Danke, Wifi. Ja, gut zwischen. Was? Gut zu wissen, weil auf der Konsole war es echt nicht so der Burner. Ich kann es da leider nicht sagen, wie es auf der Konsole ist. Auf der Konsole sollen wohl die Leiden schlimmer sein als wir auf PC. Aber ich habe jetzt auf PC überhaupt keine Probleme nicht. The music on the horizon. Perhaps that's what will fill the holes in the world. I'll dance in its wake, pluck it from the air and bring it home. It's not so far away, not so far at all. Umbralreste und Gedenken des verschmähten Nachkommen, okay. Nemesis, habe die Ehre, es geht nicht immer ums Äußere, vielleicht hat er ja Charakter. Ja, Charakter hat er auf jeden Fall gehabt. Die Frage ist nur, was für ein Charakter, oder? Die Frage ist jetzt, wo muss ich jetzt weiter? Ich kann da einen Setzling machen. Ja, cool, okay, aber was bringt mir das? Muss ich da jetzt nicht irgendein Leuchtfeuer reinigen normalerweise? Das war doch ein Mainboss, oder? Ah, da geht's weiter. Aha. Da darf's weitergehen, gell? Da, das ist zum Beispiel Apps, was ich nicht verstehe. Warum kann ich im Bossraum, warum macht man da eine Stelle, wo man einen Setzling machen kann, wenn 10 Meter weiter eine Laterne ist? Überreste von Dohlen. Erst mal aufwerten. Wegen 10 Meter halt. Ja, aber du wirst halt relativ leicht gebaitet durch den Scheiß. Weißt du, dann, ich habe jetzt vorher unglücklicherweise einen Setzling verbraten, der wo mir jetzt den Weg zu dem Boss ein wenig erleichtert hätte. Aber okay.
Da geht's dann hinter zu wahrscheinlich weiter. Aber Bossdesign war cool, hat mir gefallen. Glaubt das on purpose? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Bossdesign war auf jeden Fall cool, hat mir schon gefallen. Generell die Bosse in dem Spiel haben ein geiles Design. Wie ich finde. Na, aber Retro, wie gesagt, ich weiß nicht, spielst du haben wir glaube ich letztes Mal schon mal drüber geredet, du spielst schon Souls-like Spiele, ne? Oder Souls-Spiele generell? Ja, okay, ja, dann passt's. Justitia, schon wieder. Alter, muss man mir Farben finden in dem Spiel, ist halt auch geistesgestört, gell? Ich glaube, wir haben ja heute schon 3 Tinte gefunden. Oder Tinkturen, ich weiß nicht, wie man das deutsche Wort da, was da das deutsche Wort ist, das genaue. Ist nicht durch. Weil ich wisst ihr, was mich das jetzt gerade so ein wenig erinnert, so die Gegend da an Elden Ring, an die aschene Stadt. Es hat gerade voll irgendwie was davon. Oder auch so ein bisschen an zwar komplett out of order, aber auch so ein bisschen an Plague zum Schluss. Bist du einer so in der Welt? Der Moment, wenn du schon so viel Schaden machst, dass einem der Parasit auch nicht mehr weiterhilft. Altes Mondstadt-Großschwert. Ja. Legacy of Kain, Souls Reaver, die Spiel kenne ich tatsächlich nicht. Okay, da brauchen wir das Reich der Toten dann. Feuerschutz. Der soll mir sein Feuerwerk da zündeln da drin. Du hast was Großes verpasst, soll ich mir das quasi mal anschauen, meinst du? Okay, die Gegner werden aber ein bisschen tankier jetzt da. Bin mir jetzt nicht sicher, ob man da her müsste, aber wahrscheinlich schon. Mahlzeit, die Damen und Herren. Aber die Misskanin, grüß dich gut. Wie geht's da? Gut, Reich der Toten müssen wir uns merken, ne? Das hat jetzt ausgeschaut, wenn es sowas gab. Da kommen wir aus dem Reich der Toten raus. Ja, okay, dann schauen wir uns erst oben um. Feiertag, da passt alles, danke an selber, da hast du recht. Mehr Feiertage haben einfach mehr gut. Bei mir passt das soweit. Und stopft wieder so groß umeinander. Ja, herzlichen Glückwunsch, ich habe so viel Talent. Ja, nicht gesehen, aber da springen muss. Ja, okay. Passiert mir auch. Ist ja nicht so. Ja, jetzt ist schon Retro, aber zu damaligen Zeiten der Burner. Ja gut, wenn es jetzt ein Retro-Titel ist, ist es wahrscheinlich eher nichts für mich. Aber ich schaue mir es mal an.
Mein Herrgott, Seele, lasst's mir halt einmal alle mal im Frieden. Das kann doch nicht sein, als ob 18 Millionen Gegner gleichzeitig kommen. Das gibt's ja nicht, oder? Wahnsinn. Vernichtender Blick, was auch immer das ist. Ja, da schaut sich das an, wie viele Gegner da einfach wieder da haben. Das ist so krass. Das ist einfach so krass in dem Spiel. Voilà. Okay. Der One PS1 und das PS2. Achso, okay. Ja, das ist, ja gut, das ist auch schon Retro, aber halt nicht so krass. Retro, jetzt mal das ist ja wie Super Nintendo oder irgendwie sowas. Okay. Mei, ihr scheiß Kultisten, ehrlich. Spur von Adieu, das ist eine Geste, glaube ich. Du hast Hunger. Ah, fuck you. Allein für das hat es sich schon gelohnt. Da kommen halt wieder 10 Gegner daher. So, da hinten läuft auf alle Fälle irgendwo so der riesengroße umeinander. Unglücklicherweise kriegt ihr relativ wenig Schaden. Ah, da brauchst du nicht, Alter. Mir geht Munition so schnell nicht aus. Aber.
So, das habe ich jetzt nur deswegen so gemacht, weil ich verhindern will, dass wieder einer von da hinten anspringt, während ich da kämpfe. Ja, weil da hinten, da stopft da so ein groß umeinander. Die Felswurzel, was ist das? Das ist ein Ring. Ein Ring, der täuschend unscheinbar aussieht, erhöht maximale Mana. Okay, das ist eigentlich auch wieder was für ein Zauberer. Hilft uns quasi nichts. Grüßt euch beieinander, inzwischen schaut es aus wie der Loki. Hoff, euch geht's alle gut und ich bin wieder im Lurk. Merci dir, der Feind. Ja, wir haben uns aussehenstechnisch ein klein wenig verändert, da hast du recht. Schau erst einmal, was du. Ob es da irgendwas gibt. So, dann habe ich die Ehre, grüß dich. Du dumme Sau da oben, ehrlich. Hab ich nicht können sehen, bin ich ehrlich. Jetzt haben wir irgendwo. Bannerwurfspeer des Schutzes. Okay. Ja, mir finden wir schon Olerhandzeig, so ist es nicht. Danke, wünsche dir, Soran. Los der Gurke auf jeden Fall. Schön, dass du reinschaust. Da oben gibt es auch noch was. Ja, da ist der Dicke, genau. Gut, dass wir jetzt die ganzen Gegner da mal entsorgt haben. Ich vermute mal, der wird nicht mit sich rennen lassen. Der kriegt aber doch verhältnismäßig viel Schaden. Jetzt ist das so blöd im Mund. Ich häng fest. Schwächungssalze. Heilige Quintessenz, das ist gut, die brauchen wir nämlich. Die Kamera ist manchmal auch wild, ja, manchmal ist die Kamera richtig eingegeben, das stimmt. Das stimmt. Ich kann da oben wieder aus dem rechten tun, außer das war vielleicht eine dumme Idee. Ja, das machen wir. Ah. Jetzt war mir Laterne nicht schlecht. Beziehungsweise jetzt da ich sogar in Erwägung zu ihren Setzling zu machen. Das Monster-Schwert, das haben wir schon. Da ist Loot. Aha, da gab es einen Setzling. Klumpen haben wir. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt haben, aber
Autorität addiers. Da drin gibt es auf alle Fälle eine Zwischensequenz. Oh, da ist wieder so ein großer. Mit dem legen wir jetzt gerade nicht an, weil... Oh, das ist auch noch Loot. Weil ich gerade keine Heilung mehr habe. Ich glaube, ich ziehe es aber da, wie gesagt, in Erwägung, da einen Setzling einzumachen. Beziehungsweise ich muss sowieso da oben, abgesehen davon. Dann machen wir da einen Setzling, ja. Weil ganz ehrlich, die ganze Passage jetzt noch mehr machen, hätte ich jetzt absolut keinen Bock nicht. Schauen wir mal in die Kathedrale, da haben wir noch gar nicht gewinnt. So. So. Schauen wir mal, ob wir irgendwas aufwerten können. Ich glaube zwar nicht. Oder schauen wir mal, was wir runentechnisch machen können. So, wir haben da auf alle Fälle eine Rune, die wo Stärke-Skalierung erhöht. Das ist gut für uns. Erhöht den Schaden gegen die Balance, reduziert Waffengewicht, erhöht Haltungsschaden, erhöht physischen Schaden, reduziert aber die Skalierung der Stärke. Ja, das ist Blade. Das machen wir nicht. So. Aufwerten. Ja, nein, wir brauchen mal 6 von denen. Was kann man die kaufen? You again. Ah, leider nicht, okay. Gut, aufwerten können wir nix. Oh, da liegt irgendetwas. Elegant verfasste Notiz. Hallo, ich wage mich in das eisige Lehen von Kinranger und hoffe, dass ihr den Mut findet, in meine Fußstapfen zu treten. Sucht die Windmühle im verfallenen Rothain. In der Nähe befindet sich der Eingang zu jenem Ort, der für euer Schicksal von großer Bedeutung sein wird. Lasst euch nicht von der Furcht einschüchtern, die Mindern so schändlich kennzeichnet. Euer Kamerad in der Not, Andreas von Epp. Okay, stimmt, wir haben ja einen Schlüssel gekriegt, das werden wir uns nachher einmal noch anschauen. Hello again, friend. Ja, der hat auch nichts für uns, was für uns gut oder relevant war. Wir können bei höchstens die Armbrust... Achso, nein, können wir nicht. Warte mal. Wie viel Schaden machen die im Vergleich zu der? Okay, die macht... Wow, die macht einen Schaden mehr. Okay. Aber sonst hat der eigentlich nichts für uns, oder? May your path be blessed. Okay. Bei dir brauche ich ja jetzt... Our holy work continues. brauchen wir 2. Eins allein gelangt nicht mehr. Let Aureus' will be done. Dann schauen wir mal noch zu unserem Kapo. Ob uns der noch irgendwas verzeihen kann. So, sie. There is no more egregious example of the Rogar Blight, which plagues this land, than the infernal colossi. Those titanic affronts to Aureus himself. The fact that such damnable things have been permitted to sully our world for so long is a disgrace. Okay, der hat also auch nichts für uns You besonders. serve a higher purpose, Crusader. Er hat lediglich ein bisschen mehr Rüstung jetzt wieder. Okay, wir kümmern uns, was wir uns auf alle Fälle jetzt so schnell anschauen, ist, ob, was die Bossseele kann. Ob uns die irgendwas bringt. So, kaufen, schauen wir mal da. Wiedergeburtlarve. Du kannst quasi deine Stats wieder zurücksetzen und neu verteilen. Wären wir jetzt noch nicht in Erwägung zu müssen. Das Wacht der Mutter. Ein Ring aus biegsamen, winzigen Knochen und einem trüben Auge erhöht Widerstand gegen Furcht. Okay. Until her embrace. Wo zur verfickten Hölle findet man eigentlich... Wo findet man den Gegenstand da? Vorsinnflutlicher Meißel. Wo in welcher Welt? Ich verstehe es nicht. Wir haben jetzt doch schon eine Zeile in dem Spiel, aber wir haben ja noch nicht einen einzigen vorsinnflutlichen Meißel gefunden. So, jetzt schauen wir. Andenken da bringen.
Fleischsammler, verstummte Heilige, verschmähter Nachkomme. So. Da kann man Magmawelle lernen, das ist quasi ein Zauber, der bringt uns nichts mehr, sondern verkohlte Wurzel wirkt Inferno-Zauber mit anderen Katalysten. Okay, also der hat quasi nichts für uns. Nur in Umbral. So, ich muss quasi durch die ganze Welt rennen im Reich der Toten und dann habe ich mit Glück, finde ich dann so einen, oder wie, oder was? Bei diesen komischen Dingen, wo man rausziehen muss, haben über dem Kopf immer einen verschiedenen Schein. Ach so. Da wo ich jetzt quasi vorher meine heilige Quintessenz gefunden habe. Bei diesen komischen Dingen, wo man rausziehen muss, haben über dem Kopf immer einen verschiedenen Schein. Da kannst du auch den Saguaris. Okay. Und von denen kriege ich dann teilweise auch einen vorsinnflutlichen Meißel, wenn ich im Reich der Toten umeinander renne, oder was? Ich hab mich nur gewundert, weil... Gut. Sei, danke dir für den Tag. Ja, ich glaube, Freunde der Sonne, ich darf jetzt mir folgendes vorschlagen. Wir machen jetzt schnell kurz 2-3 Minuten Pause. Dann kann ja jeder von euch mal bieseln gehen und sich was zum Knabbern holen oder wie auch immer. Ich gehe schnell aufs Klo, hol mir auch was zum Trinken, dann machen wir das ASMR-Einschenker vom YBO schnell. Und dann schauen wir uns einmal das Schneegebiet da an. Was hältst du denn da davon? Ist ein bisschen nervig gemacht. Ja, wie gesagt, ich muss ja irgendwie reinfuchsen oder zumindest versuchen, sich reinzufuchsen. Ich sag dir mal, Boss ist halt auch. Aber das ist ein Deal, glaube ich, oder? Wir tun noch 2 Stunden weiter ungefähr, also bis 2 werde ich auf jeden Fall live sein. Aber jetzt machen wir schon ein kurzes kleines Päuschen und ja, so geht's mir aufs Klo oder holt euch was zum Knabbern, zum Trinken, wie auch immer. Und dann sehen wir uns in 2 oder 3 Minuten wieder, okay? Ich mache dabei Musik an, Spiel mache ich dabei stumm und dann sehen wir uns gleich wieder.
So. Gut. ASMR ist länger mit mir morgen, gell? So, Freunde der Sonne. Es sind ein paar neue da. Schau mal, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und schön, dass du hat's. Die, wo heute zum Beispiel dazugekommen haben, oder die, wo sich vielleicht gerade im Lurk befinden und zum ersten Mal da sitzen, ich mache eine kleine Triggerwarnung jetzt für euch. Das erste ist jetzt, ich habt ja jetzt gerade 2 oder 3 Minuten Zeit, kurz bieseln zum Gehen. Ne? Wenn ihr das jetzt nicht da habt, werdet ihr wahrscheinlich gleich bieseln gehen müssen. Wenn ihr wenn ihr jetzt in der Zeit auch nichts getrunken habt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch gleich was trinken müssen, weil du sagst, dass da der Durst-Trigger kommt. Ne? Etwas. Wir machen nämlich jetzt das ASMR-Eschenker vom YBO. Und ja, werdet gleich sehen, was das ist. Aufgemerkt, jetzt passt auf. Jetzt mache ich da mal schnell auf jeden Fall Usi leise, damit es auch wirklich schön kickt. Ne? Wir haben eine frische Flaschen Spezi. Ja, da kickt es noch besser. So. Aufgemerkt, in der Hoffnung, dass nichts auf Tosen geht. Ne? Du trinkst mit, Birgit, das ist zauberhaft. Das ist doch zauberhaft. So, Basigang, schön, dass du hat. Ich wünsche euch einen angenehmen Feiertag. Ich hoffe, ihr habt einen gemütlichen Aufenthalt. Macht es euch weiterhin bequem. Wir haben noch 2 Stunden da. Wir werden uns jetzt dann gleich das Schneegebiet anschauen. Schön, dass du hat. Prost auf euch. So. Und ich glaube, jetzt können wir gestärkt weiter, wenn du mich fragst. Mein Greenscreen ist in letzter da unten, da runter. Der ist in letzter Zeit kaputt und ich weiß nicht warum. So, jetzt drücke ich schnell Filter wieder geschwind rein. Und dann brauchen wir wieder einen Ton. Bruder Uli Neuer. Schaut mir, ob es noch kostenlos einfolgen könnt. Das würde mich wirklich freuen. Die Basigang kann und soll gerne weiter wachsen. Mehr geschubst die Hand, mehr gut. Wenn es dir ein wenig taugt, was ich da betreibe, schau gerne mal vorbei. Auch vielleicht meinen Discord-Server mal auschecken. An der Stelle mal zwischendurch ein bisschen Werbung für mich selber zu machen. Einfach mal schauen, kostet nichts. Das war helfen. Bitte, Dankeschön. So, und jetzt tun wir weiter. Jetzt schauen wir mal, ob wir in das Schneegebiet da gehen können. Ich habe da schon so eine Vermutung gehabt, dass wir da bei der Windmühle, da haben wir nämlich mal so ein Tor gefunden oder gesehen und wir haben ja den Schlüssel gekriegt und ich habe schon so die Vermutung gehabt, dass wir da durch müssen oder durchgehen können. Jetzt müsste das da dahinter sein. Ah ja, schließt das Tor auf. Gut. Und mir gibt es auf alle Fälle auch irgendeinen heftigen Boss, weil da ist nämlich ein Leuchtfeuer hinten. Spaltachs, ja gut, und dann laufen auch die gleichen Gegner umeinander, die wo wir jetzt gerade eben in dem Feuergebiet dabei drauf haben. Ist natürlich dann die Frage, Karte des Lehns des eisigen Fluchs. Okay, ist halt dann jetzt natürlich die Frage, ob das Gebiet danach kam, ob wir da nicht noch schwach haben oder was, aber das werden wir dann relativ schnell rausfinden.
Überrestmotte, okay. War die Erde viel, dass man Überrest zusammenkriegen. Frosthandheilung, okay. Es wird mit so viele Gegner gleichzeitig umgehen. Okay. Sehr gut, da können wir aus dem rechten Ton aus, das ist mir lieber. Wow. Vorlaut Wächter der Da hätten wir auf alle Fälle einen Vorteil, wenn wir im Reich der Toten kämpfen. Der hat einen Parasit. Das ist dein Ernst jetzt gut. Ist das dein Ernst? Okay. Alles klar. Ein Bosskampf mit 3 Gegnern und wenn du im Reich der Toten bist, wird es nur lustiger, weil da hast du nämlich so einen Zwischenboss auch noch mit dabei. Ganz hinten links ist der bitte nicht backseaten. Ich möchte es selber herausfinden. Es ist nicht gemeint, aber ich möchte das Spiel selber herausfinden, wann, wo es zum Sein und zum Finden ist. Alles gut, ich sag's nur. Ja, okay, im Reich der Toten Todkämpfer ist wahrscheinlich eher suboptimal. Aber das Wasser ist ja... Moment einmal, da hinten... Da hinten ist auf jeden Fall eine Fläche, da wo nicht Wasser ist. Das kann uns vielleicht... Vielleicht sollte man da hingehen. Die werden alle geschützt vor dem Geist. Alle außer der Boss. Du kommst halt automatisch ins Recht. Okay, da können wir noch nicht her. Das ist sauber schwer. Wie soll ich denn das machen? Die Frage ist natürlich, wie viel hält der Boss jetzt aus? Der One-Shot wird nicht.
Okay, da sind wir noch nicht her. Das Gebiet ist nicht das, wo wir jetzt hin müssen. Definitiv nicht. Da werden wir erstmal nicht weitermachen. Das ist nicht, da sollen wir noch nicht her. Hab ich schon gemerkt. Gehen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Ohne Scheiß, 3 Wölfe, die wo von einem fucking Parasiten geschützt werden, komplett, die wo du so anders nicht damagen kannst. Dann hast du einen Boss, du hast Wasser dort, plus, wenn du ins Reich der Toten kommst, hast du es mit 2 großen Gegnern zum tun. What the hell? Jetzt bin ich mir absolut sicher, das Spiel ist nicht Souls-Einsteigerfreundlich. Definitiv nicht. In keiner Welt. Da ist schon wieder so ein Viech, was von Parasiten geschützt wird. Dort sind wir das Treppenhaus an, das ist gut. Perfekt, die hängen an der Kommode fest und wir belohnt dafür. Hashtag reidig? Ja. Also die Stelle war jetzt richtig reidig. Ich muss aber erst einmal anschauen, wo es weitergeht. Wenn wir jetzt abgesplitterte Runentafel. Oh, die braucht unser Schmieden. Die gehen wir gleich ab. Vielleicht. Ja, ich schätze mal, dass das Eisgebiet eher ein bisschen später kammert. Pass auf, unser Schmiedin mag die Runentafel haben. So, the tablets are all here. One ist noch übrig. Just one more left, human. Traveler, there is often no greater misjudgment than power being placed in the hands of one unfit for it. And Galinda's calloused hands and heart will only bring misery with the power of the runes. The final tablet, bring it to me, and I... No funny ideas, you treacherous dog. Remember, as long as you're wearing those manacles, if I die, you die. Galinda's already learning so much. She'll see those idiots back in Sturlevo choke on their words. Another like you roams Mornstead, traveler. A man I encountered long ago. One already burdened then. A burden which has only increased enormously in the years since. And taken a heavy toll. And prolonged exposure to that obscure force so baneful to humanity. And his is a bleak, ruinous road. Okay, bin mir nicht so wirklich sicher, wem ich... Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie böse Absichten hat. Ich meine, hallo, sie ist unser Schmied. Ich glaube, dass ich eher ihm misstrauen hat, weil wenn er mir ihm so anschaut, schaut der nicht so aus, wie wenn er... Ne? Enough chit-chat. There's work to be done. So, was kann ich jetzt machen? You again. Okay, sie hat jetzt... Hä? Sie hat jetzt mehr Runen zur Auswahl, oder was? Erhöht die Skalierung der Stärke-Attributs, reduziert die Skalierung des Agilitätsattributs. Skalierung der Beweglichkeit. Okay. Aber was...
Jetzt kann ich 2 Runen einsetzen. Aha. Ja, besitzt keine Rune, die in diesen Slot passt. Okay, warte mal. Ah, you again. Und Agilität nutzt ja sowieso nicht. Warte mal, ich kauf die jetzt einfach mit. Pass auf. Das klingt nicht. 3.500. Passt. Ah, you again. Okay, so ein Idiot. Jetzt haben wir verklickt auch noch. Mein Gott, nein. Ja, jetzt sind natürlich kein so ein Schädel mehr, ist ja klar. Ah, ich bin auch so ein Blitzbirn. Ah, you again. Ja, mal schauen, jetzt muss man ein wenig doppelt haben. Da haben wir jetzt eh einiges gefunden. Okay. Irgendeine Waffe, wo doch garantiert auch noch da wird, oder? Ja, da. Ah, you again. So. Wir brauchen jetzt, was Stärke erhöht. Skalierung von Agilität ist uns eigentlich wurscht. Erhöht Strahlenskalierung. Strahlen interessiert uns nicht. Erhöht Skalierung Inferno. Ja, dann nehmen wir mal das da. Hä, warum? Also, lol. Ah, you again. Meinst du das Schwert, meinst du das Großschwert? Das ist ein Unterschied. So. Ah, you again. Okay, das war es offensichtlich nicht. Okay, ja gut. Haben wir es zumindest einmal probiert. Shadow, hast du Spei eigentlich schon durch? Also beim Herakles bin ich mir fast sicher, dass er schon durch hat, oder? Wo ist denn die dumme ich wollte gerade sagen. Ja gut, das wird nicht funktionieren. Ja, perfekt. Bis bei 80%? Okay. Ungefähr. Okay. Also doch schon um einiges weiter. So billig. Noch billiger. Oh, komm, zweimal mit. Ja, das ist so schlecht. Ne? Jetzt log ja den Gegner eigentlich schon, weil du komplett die Heilung verbrauchst. Schwert des Bekehrten. Was ist das? Ach, da ist, oder? Ist es das? Ja, das ist der gezockte Stab. Schwert des Bekehrten. Wo?
Ah, da, Schwert des Bekehrten. Das hält Feuer-Damage. Da hat er C-Skalierung auf Stärke. Jetzt war halt die Frage, wie viel Stärke. Generell ein Feuerschwert haben, ist meine ich nicht verkehrt. Das behalten wir uns einmal im Hinterkopf. Ich glaube, dass die Waffen an und für sich, glaube ich, gar nicht schlecht ist. Wenn hätte man halt generell ein Feuerschwert, das war halt nicht schlecht. Alter, ich am Arsch, du hey. Du kommst aus dem Reich der Ton wieder aus, okay. Das lohnt sich schon, dass wir das konstant machen. Kommst du aus dem Reich der Toten? Okay. And fellow visionaries, you placed your trust in me. And did I not deliver on all of my promises? Your coffers overflow. Your influence has never been greater. And your every little desire and indulgence are fulfilled. As you deserve, as it should be. And while there are those who look upon us with contempt, who call us decadent, callous, depraved. These are merely the ignorant and envious whinings of the irrelevant. And what you have achieved so far, thanks to my guidance, well, that is merely the beginning. Das Herz, das schaut irgendwie so aus, wie wenn es so eine Art Schui war oder irgendeine so eine Art, wie sag ich denn? Es geht sowohl nach unten als auch nach oben. Achso, da war ich dann da oben gekommen. Okay, ja, ich verstehe schon. Mal schauen. Schauen wir mal nach oben. Oh, da ist eine Kiste. Okay, die Aufseherrüstung. Hey, haben wir die nicht schon mal gefunden? Die droppt doch von irgendeinem Gegner, oder? Okay, weiter auf geht's nicht, oder müssen wir runter weiter? Oh hi, die will ich gar nicht sehen. Ah, das ist gar nichts. Mir wundert es einfach nur, dass wir für unser Schwert jetzt aktuell überhaupt keine Aufwertungsmaterialien nicht finden. Was aber wahrscheinlich auch der Hinweis ist, dass wir so jetzt richtig gehen und einfach generell schon stark aufgewertet haben. Also sonst wird da ja schon längst einmal irgendwas gedraht. Oh, das ist Sensenmann. Können wir wieder einen Setzling hermachen? Die Steinschürfer aus Elden Ring haben daher gefunden, okay. Hellebarde des Aufsehers. Ah. Ich kann fragen, da muss ja irgendwo ein Hebel sein.
Karte des sonnenlosen Strangs. Wir brauchen mal einen Schlüssel von einem sonnenlosen Strang für die Welt davor. Okay, da ist eine Laterne, das ist gut für uns. Vom vermummten Anduli. Okay, wo haben wir denn jetzt? In einer Mine oder was? Das ist wahrscheinlich ein Shortcut da, oder? Schlüssel des sonnenlosen Strangs benötigt, ja, den haben wir nicht. Hätten wir vielleicht schauen sollen, ob den etwa aus der Heimbasis hat. Der Händler zum Beispiel. Sonnenloser Strang, ja, perfekt. Es ist klar, dass da ein sonnenlos ist. Da ist ja auch kein Summ. Verstehst du wieder mal? Dummes Loot. Da ist ein Treppen. Boah, ich hoffe, dass die Mine nicht so verzweigt ist, dass man sich nur leicht verlauft. Geht's nicht durch, okay. Hey, jetzt fühle ich mich wirklich wie in Elden Ring zurückversetzt, wo du in die Dungeons rumrennst. Ich bin dann raus für heute. Einen schönen Tag euch noch und bis demnächst. Werb, danke dir fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen schönen, angenehmen Feiertag. Und ja, bis wahrscheinlich Sonntag, I guess. Schön, dass du warst. Aufteilung, okay. Hey, what the fuck? Ja, klasse. Oh wow, okay. Uralt. Und Halsan, okay. Die sind wie die Viecher aus Resident Evil 2, wo man im Labor umeinander rennt. Ja, dann hätte ich wieder ein kleines rechter Totengegner, gell? Okay.
the hell? Okay, jetzt muss ich einen aufschauen, dass ich ihn über dünnen Sprill drüber renne. Perfekt. Also enge Schächte, ich weiß nicht, was ich davon holen soll. Ring der ersten Bestie. Ein alter, matter Ring erhöht die maximale Ausdauer und die Rate der Ausdauerregeneration. So einen ähnlichen Hammer. Achso, halt das. Nein, das war der falsche Ring. Entschuldigung. Ein Ring mit einem Abbild der ersten Bestie erhöht das Beständigkeitsattribut. Okay. Entschuldige, ich hab den falschen Ring vorgelesen. Scusi. Achso, da ist jetzt Anfangsgebiet, okay. Geil. Okay, holen wir uns, erst einmal da die Lorte ab, bevor wir uns den Loot holen. Maske des verderbten Büßers, okay. Besserte Feuergranaten, okay. So, die Frage ist, wo führt der Aufzug jetzt hin? Ach, der macht das Tor. Okay. Der macht einfach das Tor auf. Ja, gut. Immerhin das. Ja, die Kultisten, ich sag das. Hi. Mei, warum? Ich versteh's nicht. Warum haben da immer 800 Gegner? Ich versteh's nicht. Warum? Warum tut man sowas? Warum rutze ich da jedes Mal 800 Gegner hin? Nein, ich will... Das bringt mir da gar nichts. So. Sitzling? Ja, oder auch nicht, okay. Kiksi, Alter, bitte im Lurk frühstücken und dann die Wohnung weiter herrichten für die Katzen am Samstag. Sehr schön, danke dir für deinen Lurk, ich hoffe, dir geht's gut. Oh, du kriegst ein paar Katzen-Nachwuchs.
Ah, da haben wir vorher runtergefallen. Einfache Bolzen. Ja, okay. GG. Ja, da wieder ein Parasiten. Ziel des Edikts. Okay. Wo soll ich jetzt lang? Da oben oder was? Oh Gott, das Gebiet ist so gnadenlos verzweigt. Bin mir jetzt nicht sicher, was ich davor halten soll. Ach, da waren wir. Da waren wir schon, da geht's einmal rundum. Okay, ich kenne mich gerade gar nicht mehr aus. Also da waren wir auf jeden Fall schon nicht da der Gegner. Okay, Lul, wir haben einen Kreis gerannt. Ah, ja. Okay, ja gut, da müssen wir uns jetzt aber in Ruhe umschauen, wo da was ist. Und versuchen nicht Orientierung komplett zu verlieren. Da ist ein Lord da. Da geht's oben. Wait. Das ist der Anfang. Ich gerade sagen. So geht's weiter, okay. Was wir auch, da brauchen wir einen Sonnenschlüssel, oder? Ah, okay. Nur ein normaler Shortcut. Gut, Setzling habe ich sowieso keinen mehr, also kann ich auch keinen sitzen. Da kann man da jetzt oben gehen. Oh wow. Okay, Freunde der Sonne, das wird verwirrend. Saufen wir. War jetzt ungefähr der Worst Case, der wollte passieren können. Boah, leck, wer soll sich denn bei dem Gebiet auskennen?
Gott, was ist denn das für ein Gebiet, bitteschön? Oh. Das ist ja richtig reidig. So. Die Gegner ignoriere jetzt einfach mal alle. Ja, ist schon gut. Chill. So. Wenn nicht du, wer dann? Ja, es ist... Werden wir schon irgendwie hinkriegen, aber die Gebiete... Also, ohne Witz, die Gebiete haben es richtig in sich. Die Gebiete haben es wirklich richtig in sich. Die Bosse haben eher weniger das Problem, aber die Gebiete haben nicht gestört. Die haben richtig Vorrang. Jetzt müssen wir schauen, ob man da wirklich ins Reich der Toten muss. Nein, muss man nicht. Es hat nur vorher so ausgeschaut, wie wenn ich noch gnadenlos das auffordert. Und wir haben ihn vergiftet. Okay, du wirst halt gnadenlos überall vergiftet, gell? Egal wo du reingehst. Und ich hätte eigentlich gedacht, Gott, Giftgebiet haben wir schon hinter uns. Schild des Flüsterns. Gut, wir haben jetzt natürlich, okay, das macht Sinn, du sollst da im Reich der Toten runtergehen, weil da ist nämlich die Giftplöre dann weg. Okay, macht Sinn. Eben der Schädel. Also Leiter, okay. Alter, ich hasse das, wenn die Gebiete so verzweigt sind. Anhänger des Bergmanns. Ah, jetzt haben wir da auf der anderen Seite. Okay, verstehe schon. Okay, alles klar. So, Anhänger des Bergmanns. Was macht der? Gewährt maximal 5 zusätzliche Katalysten-Slots. Okay, das ist wieder was für ein Zauberer, bringt uns nichts. Noch 10.000 Punkte und ich bin an meinem Ziel mit meinem 100. Es ist langsam ein Ende in Sicht. Ja, es wird schon Start. Du musst jetzt sagen, du schaust, muss man jetzt schon sagen, du schaust da verdammt viel zu, gell? Okay, der hat einen Parasit, ja wo? Und wieder wir ins Reich der Toten schon. Nein, wie mir das nervt.
Okay, herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben wir wieder im Reich der Toten und muss ich mich schauen, da ich da umgekommen. Aber warte mal, das ist ein Shortcut da, oder? Von oben oben. Das war gut. Okay, ja passt. Perfekt. Da geht's ober. Weil da wie viel von die kleinen Fragmente ich wohl schon hab. Da gehen wir bestimmt 100 schon gar nicht mehr. Jetzt sind wir mal die Zeiten schon. Oh nein, okay. Fuck off. Ja, natürlich, jetzt kann ich auch nicht zurückkehren, ist ja klar. Ah, aber ich kann jetzt von da aus zurückgehen. Da hinten ist auch wieder Shortcut. Weil es gibt so viele Wege, wo du entlang gehen kannst. Oh, da ist eine Laterne. Ja, wenigstens irgendwas meint das Spiel gut mit mir. Überreste von Katrin. Warum haben wir jetzt nicht den Mund hinein? Jetzt. Woher gern? Dankeschön. Das freut mich. So. Nachdem ich ja da jetzt ohnehin eine Laterne, kann ich mir jetzt auch da mal in Ruhe umschauen. Da ist auf alle Fälle ein Shortcut. Für irgendwas. Ja, der bleibt einfach stehen. Okay, ist mir recht. So. Natron, okay. Na toll, jetzt Fresskommen. Ich meine, heute braucht es einen Mittagsschlaf. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen, das geht mir meistens noch um Fuhren genauso. So, was haben wir jetzt da? Neben der Kraftstelle, da geht der Lord da auf. Ja, okay. Ach, da geht's auch mehr dumm. Da kann ich einen Setzling machen. Okay. Nein, wenn noch gerade. Die Kultisten, die sind sicher eine Nervlinge. Das kann sich kein Mensch nicht vorstellen.
Allein, was du GAD-Heilung verbrotzt. Ja, okay, aber du kommst jetzt so noch hinten hier gar nicht. Ja, okay, dann müssen wir erstmal weitergehen. Du hast vorhin 75.000 investiert. Ja, du... Stimmt, du bist jetzt erst wahrscheinlich... Ja gut, du wärst auch nicht wirklich broke, aber du bist gefühlt da immer da. Also ich schätze mir dabei, wir haben mit Sicherheit noch mit 50.000 umeinander sitzen. Bin mir eigentlich fast sicher. Okay. Ah, da ist wieder unser Couple. So. Where the hell's it gone? Whoever took it, I swear! This vestige, it marks where Catherine fell. She was a lamp bearer, like you. But far more than that, she was my love. I left a token here in her memory. A pendant I gave her a long time ago, and now it's gone! It's all I have left! Okay, dies ist scheinbar seine Geliebte gewesen. Catherine and I were both hallowed sentinels. It's hard to imagine now. She was astounding. We fell in love, and we embraced what we had, even though the Order forbids it. They found out and made sure we paid for our sin with agony. In the end, they thought we were dead. But it was only Catherine's heart stopped, and not for long, thanks to the umbral lamp. But even as a lamp bearer, eventually there came a day when she fell. Okay. And didn't rise again. I'll find the bastard who took that pendant. You find them first, you tell me. Understand? There'll be blood for this desecration. I'll find them. You find them first. Okay, der ist zündig. Die eine braucht den Mittagsschlaf, ich brauche die Ruhe und Geduld zum Nägel lackieren. Ich verstehe schon. Wieso mach ich ins Nachschlagen? Weißt du was? Programmer-Move, ich hab Finger in den Glob bissen. Und von dieser Seite nicht geöffnet werden. Okay. Dann müssen wir doch irgendwie anderweitig weiter. Die Frage ist halt jetzt nur wie. Ah, da hinten geht's noch eine zu. Hab ich nicht gleich gesehen. Hey, was ist jetzt? Alter, wie viele Gegner kämen denn da? Das ist doch nicht normal. Weil ich muss jedes Mal gegen 10 oder so, jedes Mal gegen 10 Gegner kämpfen. Das ist so auch nicht, das kann nicht normal sein. Schon wieder irgendein Gang, wo ich nicht weiß, wo ich jetzt lang gehen soll. Schon wieder so verzwickt ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir da richtig haben. Das werden wir alles rausfinden müssen jetzt. Aber ich tippe mal, weil da auf alle Fälle mal man da zurückkehren kann.
Wir haben einfach zurückgerannt, okay. Wir haben einfach zurückgerannt. Da waren wir schon. Da hinten war der Gang, wo wir das Item gefunden haben, okay. Hä? Seitenschneide und Spiegelpapier tut's auch. Oder so, ja. Hä, aber wo geht's denn jetzt noch halt weiter? Wo ist der Shortcut? Verstehe ich. So, ihr müsstet irgendwie da umkommen. Aber beziehungsweise da drüben ist die Laterne. Verstehe ja. Ich muss quasi da irgendwie um mich. Aber wie? Das hängt doch fest. So geht's ab. Ich check's nicht. Wie geht's denn da weiter? Ich hab keinen blassen Dunst, was da weitergeht. Ich check's nicht. Leider, ich hab keinen Plan, wie ich da weiterkomme. Okay, ich hab einen Plan, wie man da weiterkommt. Oh Gott! Okay, makes sense. Einmal sorry, aber ich muss mir den Lurk kauen. Früher folgt noch danke dir, Wifi, für den Lurk. Viel Spaß weiterhin. Oh, mein Kopf ist langsam matsch. Jetzt passt auf, jetzt schauen wir mal, dass wir da noch ein wenig weiterkommen und dann. Jetzt haben wir da auf alle Fälle das Gift abgelassen. Das ist jetzt einmal gut für uns. Ja, da Klaas, auch an dich ein Dankeschön fürs Doser. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
Und bis zum nächsten Mal. Danke nochmal fürs Followen. Ja, das ist jetzt erstmal nur Wasser, das ist gut für uns. Noch ein Ring. Viel Spaß noch auf jeden, sehr cooler Stream. Dankeschön. Danke fürs Kompliment. Freut mich. Freut mich, wenn du dich unterhalten fühlst. Vielen lieben Dank. Da ist ja schon mal was. Habt ihr nicht im Reich der Toten umeinander rennen? Ja, okay, jetzt wieder Schuhe draus. Zumindest weiß ich, dass du jetzt so mit der Gegner kommst. So, da machen wir wieder Kiste. Oberster Beschützer. Mal schauen. Warte mal, ich glaube, die Rüstung ist besser als die, wo wir mehr haben, oder? Oh! Gut, durch die werden wir zwar schwerer. So, wir schauen, ob wir da dafür etwas nehmen können. Warte, mit den Heim haben wir Code. Da haben wir leider zwei. Da haben wir auch noch zwei. Okay, nehmen wir die Kapuzen. Schaut auch nicht schlecht aus, die Rüstung. Jetzt haben wir halt richtig tanky. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wenn wir weiterkommen. Wahrscheinlich über die Treppen auf. Okay. Das ist einfach schon wieder so ein Kultist, der einen Parasiten hat. Ungefähr jeder Kultist in dem Level hat einen Parasiten. Okay, sauber zu viele Gegner auf einmal. Was heißt sauber zu viel? Sauber zu lästige Gegner auf einmal, sagen wir es so. Na gut, da hätten wir außen rumgehen können. Und wir ran um den Kultisten da rumhupst zum Nehmen. Ja.
Verfluchtes Bildnis. Alter, bei dem Gebiet ist echt schwierig, seine Orientierung zu halten, ohne Witz. Ah, jetzt haben wir da. Okay. Ja, da haben wir vorher die... Ja, verstehe schon. Okay, aber da dann auch wieder die Frage, wo geht's jetzt weiter? Das ist ein scheiß Moppenviech. Wir haben von da gekommen. Ja, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da weitergeht. Moment. Oder haben wir da was übersehen? Ich sehe nicht, ob das ein Abgrund ist oder ob das ein Baum ist. Okay, ich glaube, wir haben richtig. Erinnerungsring. Man findet da relativ viele Ringe, gell? So, Knochenringe erhöht die maximale Ausrüstungslast, das war gut für uns. Und Berinonsring ist ein schmutziger, korrodierter Ring, in dem verschiedene alchemistische Symbole eingraviert sind. Der Verbrauch von Granaten und Fläschchen wird reduziert und sie verursachen zusätzlichen Schaden. Okay. Boah, leck, ja. Das bringt uns deutlich mehr. Dann können wir wahrscheinlich da die Rüstung tragen, oder? Ja, easy. Der ein Parasit. Ja, genau. Das war genau das, was ich nicht wollte. Okay, nochmal Glück gehabt. Und da läuft der Wund umeinander. Leck, ich sollte mich mal heilen, ich habe fast kein Leben mehr. Gut, wir haben immer noch ausreichend Toten, das sollte man nicht vergessen. So, da geht's dann wahrscheinlich weiter. Achso, na, da ist der Shortcut, wo die... Da, wo die Kissen gewesen ist. Obwohl diese Seiten nicht geöffnet werden, okay. Da oben ist ein Loot. Können wir da drauf? Wo ist denn die Lotte? Ah, da ist. Aha!
Reicht der Tod nicht ist. Schlüssel des sonnenlosen Strongs. Das ist der Schlüssel, den wir brauchen. Den haben wir im letzten Gebiet noch braucht. Und den hätten wir auch in dem Gebiet, glaube ich, schon brauchen können. Okay. Okay. Ja, ich hab leider keinen Samen. Blöd. Hauträuber. Ja, perfekt. Und dann noch in den Boss reinrennen. Okay. Aber gut, zumindest weiß ich jetzt. Warte mal, kann ich jetzt da? Kann ich von der Seite geöffnet werden? Okay, ja gut. Ich weiß aber noch, wir haben am Anfang irgendwo auf jeden Fall ein Tier gehabt, wo wir den Schlüssel auch braucht hätten. Das heißt, wir werden demnächst ein bisschen Backtracking betreiben. Rennen wir da einfach einmal. Danke dir. Ja. Schaden ist auf alle Fälle gut. Ungefähr jeder Gegner in dem Gebiet hat Brandschaden. Oh, warum geht der jetzt daneben? Oh, der war nicht schwer. Der war absolut nicht schwer, der ist machbar. Der ist machbar.
Das einzige Problem, also was heißt das Problem? Problem ist eigentlich nicht. Es ist halt ein bisschen ein kleines Kampf, weil also er erwischt dich halt von jeder Ecke eigentlich gefühlt. Aber sonst ist er eigentlich nicht so dramatisch. Scheiß Kegel. Mein Gott, was ist denn jetzt? Warum tue ich das? Wenn es doch offensichtlich ist, dass der daneben geht. Warum? Geht doch. Abflusskontrollschlüssel, Messer das Hauptrohr, das Panzer. Whatever. Oder? Durchdringe des Schleiers. Okay. Ich glaube, so das. So, weil der. Okay. Wir raten, da kommt kurz danach jetzt bestimmt wieder Laternen. Katzen pennen, du wirst armiert. Ja. Ich werde jetzt zur nächsten Laterne gehen und meine Lust fährt auch kurz, weil bei mir jetzt allmählich richtig Konzentration nachlässt. Wo auch immer wir jetzt so hinkommen. Ah, perfekt. Vergessene Wächterin. Ich würde so mal noch schnell anschauen, was das neue Gebiet dann ist. Oh, hi. If you're keeping an eye out for the pendant, then don't trouble yourself. I've got it back. Found the little monster myself, skulking in the dark with a horde of stolen trinkets. Dashed its brains out before it even knew I was there. It'll not be doing any more pilfering. Oder haben die eine mit der Schaufel umgezogen, oder was? To think, I almost lost my love's pendant. I never should have let it out of my sight in the first place. I'll not make that mistake again. And the blood'll wash off easy enough. I've been thinking, maybe this was a sign from Katrin.
A warning to never falter in the task I've set myself, or to think beyond the only thing that matters. Honoring her memory, and tending to the vestiges. You be on your way, Lambearer. Don't worry about me. Until the day I can finally be with my love again. This is where I belong. You be on your... Till the day... This is where I... Das ist ein sympathisches Kerlchen. Oberkalrat. Okay. Das ist quasi unser nächstes Gebiet. Okay. Jo, Retro, danke dir für dein Following. Vielen lieben Dank. Oh, leck mich am Arsch. Gut, was haben wir jetzt? Passt auf. Wir werden nächstes Mal auf jeden Fall uns da nochmal umschauen, weil da haben wir ein Tier gefunden, wo wir auch diesen Sonnenschlüssel brauchen. Dann werden wir auf jeden Fall da nur mal. Da oder da, weiß ich nicht mehr. Da bei dem. Da fangen wir an, weil da haben wir, glaube ich, in den Eingang zu den Minen auch so ein Tier gefunden, wo wir den Sonnenschlüssel brauchen. Weil den haben wir jetzt gefunden. Und dann schauen wir uns auf alle Fälle in dem neuen Gebiet um, in Oberkalrat. Hätte jetzt fast behauptet. Ne? So, wir haben jetzt auf alle Fälle nochmal... Ah, ich weiß, was ich jetzt noch schnell mache. Genau. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Jetzt schauen wir uns schnell mal die Waffen an von dem komischen Feuerheini da, weil die hat nämlich Feuerschaden und die hat eine gute Skalierung schon. Vielleicht ist diese Waffe, mit der wir dann vielleicht einmal auf was anderes ausweichen können, wenn es pressiert. So, jetzt pass auf. Aufwerten. Wir müssen schauen, wo ist das Schwert? Schwert des Bekehrten, das ist das da. So. So, das geht nicht weiter, oder was? Weil? Achso, weil... Okay, ja, logisch, weil ich die Seelen jetzt gerade nicht habe. Ist aber noch der First Run, oder? Ja. Klar. Das ist mein erster Run. Das ist für mich... Spei für mich ist komplett blind. Es ist komplett blind für mich. So, jetzt pass auf, wo ist die Waffenname? Da. Ah, nicht das blutroten Rectors, das brauchen wir nicht, das brauchen wir. Jetzt ist die mal auf plus 5. Die macht, jetzt pass auf. Die macht jetzt aktuell 276 Grundschaden. Plus 112 auf plus 55 auf physisch und macht nochmal 109 Feuerschaden. Okay, was macht jetzt? Gut, die ist stärker, weil die ist jetzt schon auf plus 7, das ist klar. Ja, okay, die ist schon... Die ist overall schon besser, die Waffen. Aber wir können es einmal dabei lassen, auf jeden Fall, weil vielleicht... Wenn wir mal irgendeinen Gegner haben, die wo generell feueranfällig haben, dann können wir mit geschwind switchen sozusagen, ne? So, jetzt pass auf, jetzt werden wir unsere Rüstung noch ein wenig färben. Haben wir nämlich uralt gefunden. Okay. Ist mir so rötlich. So, jetzt pass auf, machen wir einen Mantel, machen wir glaube ich so. Wo ist denn da, wo wird der Mantel schön schwarz? So wird es schön schwarz, okay. Ja, dann machen wir die Rüstung. Die Rüstung machen wir schön gut, hätte ich gesagt. Ah, passt. Wir haben jetzt der goldene Ritter Kunibert. Wer kennt ihn nicht? Kunibert der allerbeste. Oder mach's beidhändig? Dann meine haben wir aber überlohnt. Jetzt besser, warte mal. Ja, dann haben wir massivst überlohnt sogar. Geht leider nicht. Kann ich nur...
Kann ich noch Rune einsetzen? Ah, kann ich sogar. Gewährt Mana, wenn ein Feind getötet wird. Waffenfunktion gewährt Mana beim Töten. Ja, okay. Das heißt, Mana hilft. Ja, wobei, doch. Ist eigentlich gar nicht mehr schlecht. Ist eigentlich gar nicht mehr schlecht, weil Mana ist ja quasi gleichzeitig die Leisten unten. Das heißt, rein theoretisch hätte man mir... Rein theoretisch hätten wir mir die Möglichkeit, dass wir jetzt quasi durchs Gegner töten unendlich oft Munition haben. Also quasi, ne? Gut. Dann porten wir jetzt nochmal schnell in das Gebiet. Daher. Oder? Oh, die Minen können wir haben. Ja. Dann ran von da weiter. Gut, Freunde der Sonne. Dann machen wir dafür heute einen Cut. Mein Kopf ist langsam, ist jetzt ein bisschen matschig. Bei mir lässt Konzentration einfach massiv jetzt nach. Aber das liegt wahrscheinlich jetzt an den Gebieten, die wo einfach da ein bisschen sehr hart fordern haben. Aber hat wieder richtig Fun gemacht auf jeden Fall. Kann man nichts sagen. Also Spiel selber, wie gesagt, Spiel selber macht, ist schon richtig geil gemacht. Definitiv. Aber ich sage ja eher nicht die Probleme bei den Bossen, sondern ich sage die Probleme eher bei den Gebieten, bis du beim Boss bist. Die fucken halt teilweise schon richtig ab. Und was auch ein Punkt ist, das sind die Gegnerhorden. Du hast jetzt so wie bei den anderen Souls-Spielen typisch maximal so 2 Gegner oder 3 einmal. Du hast halt da teilweise 7, 8 Gegner gleichzeitig. Und da wird es halt schon dezent stressig dann tatsächlich. Aber so, nichtsdestotrotz, das Spiel macht nach wie vor unfassbar viel Spaß. Auch wenn es zwischenzeitlich manchmal nicht so wirkt. Aber ich habe auf alle Fälle Bock da weiter zu spielen. Habe ich wirklich richtig Bock drauf. Ich habe keine Ahnung, jetzt kann ich einen Herakles leider nicht mehr fragen, weil der ist ja nicht mehr da. Aber mich würde mal interessieren, wie weit ich jetzt im Spiel bin. Was mir halt ein wenig stutzig gemacht ist, dass wir einfach keine Aufwertungsmaterialien für unser Schwert finden. Also die großen, die wo wir jetzt brauchen, jetzt 6 Stück davon. Und wir finden einfach gar nichts davon. Also entweder haben wir noch immer in einem Early Game Gebiet oder erst in einem Mid Game Gebiet, da wo man die Aufwertungsmaterialien generell noch nicht finden kann. Aber es war, ich glaube, so vom Damage her, wir haben immer noch gut dabei, so ist es nicht. Aber es ist halt komisch, dass halt nicht hier und da einmal so ein Aufwertungsmaterial oberfällt. Das ist das Einzige, was mir ein wenig stutzig macht. Aber werden wir bestimmt auch noch rausfinden. Aber gut. So, jetzt passt auf. Ich muss jetzt einmal schnell schauen, Leidels. Wer noch am Streamen ist. Servus Andi. Danke für dein Raid. Auch wenn er zum Schluss kommt. Vielen lieben Dank. Andi, was geht? Wie war dein Stream? Du hast gezockt Monster Hunter, oder wie? Jetzt gerne mal beim Andi vorbeischauen. Der ist richtig, richtig stark in Monster Hunter World. Der hat enorm was auf dem Kasten, was das Spiel angeht. Also gerne mal beim Andi vorbeischauen. Sehr sympathischer Kerl. Gerne mal Herzaldrucker, okay? Vielen lieben Dank. Andi, was hat's bei dir gegeben? Blablabla. Monster Hunter World, ja, okay. War mir fast klar. Gibt ja nur 3 Möglichkeiten. Neo, Monster Hunter oder Teamfight Tactics. War gut? Ich hoffe doch. Kriegst du Gott doppelt Shoutout, Shahi. Na gut, ja, wir haben jetzt auch bereits am Ende. Also wir haben Lords of the Fallen gespielt. Ich weiß nicht, hast du das Spiel schon angeschaut? Freilich. Ja, freilich. Also Eis hat man bei uns eigentlich gar nicht. Aber freilich schon. Freilich. Ich sag schon, ihr braucht mal einen Bayerischkurs. Hab ich schon festgestellt. Ihr braucht unbedingt einen Bayerischkurs. Muss ich mal wieder beim Death ins Voice kommen. Muss ich
Muss ich wieder mit zulabern mit irgendeinem irrelevanten Müll. Danke, ich verzichte. Ach Mann. Ich wollt eine neue Karriere als Sprachlehrer einschlagen. Bei Bubble oder so. Na gut. Freunde der Sonne. Wir raten gleich weiter zu Sabi. Sabi ist Teil der Bubble. Die spielt Dead by Daylight. Die macht einen 12-Stunden-Stream. Da supporten wir mich natürlich auch sehr gern. Also wer Sabi noch nicht kennt, auch ebenfalls Herzlein-Drucker und Support da lassen. Hat sie sich auf jeden Fall verdient. Wir singen uns wahrscheinlich am Sonntag wieder zu Lords of the Fallen. Da werden wir dann, ich weiß auch nicht genau Uhrzeit, wahrscheinlich um 3 wieder so umeinander. Kommt bitte einfach auf meinen Discord-Server drauf. Der Hinweis für alle Neuen, es sind ja ein paar neue dazugekommen, Ausrufezeichen Discord. Kommt gern drauf, da kriegt ihr einen Streamplan, wann ich live gehe, was für Uhrzeit und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich der beste Anlaufpunkt für euch. Ja. Oder halt, wo sind da, könnt ihr kostenlos followen und dann kriegt ihr es auch mit, wenn ich live gehe. Das war auch zauberhaft. Heute haben 3 neue dazugekommen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Nochmal an den Toasterkelch, an den Herakles und an den Retro. Und ja, danke, dass ihr die Bazi-Gang weiter erwachsen lasst. Nochmal danke für die ganzen Resubs heute wieder. haben wir auch wieder ein wenig dabei gehabt. Und ja, geschmeidigen Feiertag nu. Ja, danke, dem wünsche ich euch natürlich auch einen ruhigen, angenehmen Feiertag. Lasst es gemütlich machen und wir hören uns dann wahrscheinlich am Sonntag wieder. Okay, ich sag's euch in Discord Bescheid. Raid-Command ist auch im Chat. Kennt den Chaos für Subs und für Non-Subs und bei der Sabi einfügen. In diesem Sinne, Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass du da warst, hat mich gefreut. Danke nochmal für den ganzen Support und ja, bis wahrscheinlich Sonntag. Für euch. Right now, not really sure that, not really sure I know how. Gonna try, give you peace of my mind. Gonna try, and I hope you don't mind. I'm a crack addict, that's right, I'm a crack addict.